Ey, Sero und Josh Negron, ich schwöre, ich weiss nicht, in welchem Film ihr zwei gerade lebt, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Jolas, kennen eigentlich so Asien und Brunnenkarren. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? Zen ist da. Checkt alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. Obi hat eine Melodie. Ok, convoco meine Seelenverwandte. Kurdistan. Du und dein scheiß Podcast, ihr beide. Schön und gut, aber ich verstehe den Hack immer noch nicht. Das ist kurz und bündig morgen. Herzlich willkommen zu einer Special-Episode von Kurz und Bündig. Und zwar sind wir heute da mit OJA Zürich. Das ist offene Jugendarbeit Zürich. Und wir haben verschiedene Jugendliche aus Zürich. Und zwar, wie sind da vor uns, Bro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voll. Jetzt könnt ihr wie nacheinander noch schnell mal Hoi sagen. Ihr müsst euren Namen nicht sagen, aber dass man wie mal hört, wem oder wie viele Stimmen haben wir überhaupt da. Hallo, ich bin Juanita. Hallo, ich bin Giselle. Pronto, ich bin der Kaide. Hallo, ich bin der Spudim. Hallo, ich bin der Bibo. Hallo, ich bin Aische. Hallo, ich bin Fatma. Genau, wir sind da mit Jugendlichen und wir reden heute über verschiedene Themen. Und zwar ist die Idee von der OJA, dass wir in 2 Teilen, also im ersten Teil reden wir mit Jugendlichen bis, ich glaube, die älteste Person von euch ist etwa 15. Oder? Ich glaube, von da ist jetzt 13 oder 14, oder? Von jetzt. Okay, perfekt. Genau, und in der zweiten Hälfte mit ein bisschen älteren Jugendlichen und wir stellen euch verschiedene Fragen. Wir reden heute darüber, über das Thema Geld. Was ist Zürich zu teuer für euch? Ist ÖV vielleicht zu teuer? Ihr habt ja schon über das eine oder das andere geredet. Da bei der OJA ist das richtig? Ist nie ein Thema gewesen? Okay. Auch gut, weil wir haben ein paar Einsendungen bekommen. Ich weiß gar nicht, haben die mal gehört? Ein paar Jugendliche haben die nie gehört. Okay. Also wir reden über Gewalt in Zürich, über Gratisräumlichkeiten für Jugendliche, Sicherheitsempfinden von Frauen im öffentlichen Raum. Und wir wollen auch mal ein bisschen eure Meinung über das hören. Und ich glaube, am einfachsten fangen wir an. Ich lasse mal ein Audiofile laufen. Ist das an? Ich lasse mal ein Audiofile laufen und dann können wir nachher über das schwätzen. Okay für euch? Gibt es für euch genug Orte in Zürich, wo ihr hin könnt, ohne euch Eltern oder irgendwie, wo ihr einfach nur unter euch sein könnt? Ja, also wenn ich zum Beispiel ein paar Mal keine Orte habe, wo ich gehe ich einfach mit Kolleginnen und Kollegen einfach, es kann auch ein Park sein oder einfach irgendwo raus laufen, Sachen, Orte erkundigen, ich weiß nicht, einfach außer nachher, wenn es mit der richtigen Person ist, einfach reden und nachher klappt es eigentlich. Aber ich finde es auch gut, dass es so Orte wie Jugis hat, weil die helfen manchen Menschen echt weiter. Und es ist auch so ein Ort, wo halt offen hat, wo du einfach kannst hängen, deine Zeit vertreiben und wo sicher ist, wo deine Eltern zum Beispiel nicht ankommen würden, weil als würde mein Vater Jugi kommen, bitte, er weiss mal, was das ist. Also, so. Das ist ja so gut für euch, dass ihr einen Ort habt, wo ihr nicht gestört seid. Ja, also ich habe keinen Ort, wo ich nicht gehen kann, ohne dass irgendjemand mich sieht von meiner Familie. Außer bei meinen Kollegen daheim oder OJA. Nicht immer OJA, so kommt drauf an, wo OJA. Schwammendinge eher nicht. Ja, eigentlich nirgendwo. Außer wenn sie halt nicht sind. Wenn ich weiss, dass sie nicht da sind, dann kann ich einfach so. Okay, also wir haben darüber geredet, gibt es Orte, wo ihr als Jugendliche ungestört könnt chillen? Wollt ihr mal anfangen, wollt ihr mal erzählen? Ja. Wo sind ihr so unterwegs, wenn ihr könnt ungestört chillen? Wo chillt ihr so? Ich habe recht viele Spots, wo ich angehe mit Kollegen. Das Dynamo zum Beispiel ist auch sehr cool, man kann dort tanzen, es gibt Spiegel, Musik. Es ist auch so recht offen, man lernt neue Menschen kennen. Ja. Und dort, wie oft könnt ihr eigentlich dort so? Ist jeden Tag offen, oder? Ja, ist jeden Tag offen. Kommt einfach immer auf die Zeit drauf an. Okay, cool. Also, ich hänge eigentlich überall. Aber ja, meistens bin ich im Dynamo. Auch halt zum Tanzen und so. Es ist immer bis 10 Uhr offen und jeden Tag. Außer das ist halt irgendetwas anderes. Aber sonst irgendwo draußen, in einem Park oder ja. Cool. Keine Idee. Also, ich bin oft in Neubrunnen.
Was ich dort mache, ist einfach, ich genieße die Atmosphäre dort, weil meine Großmutter und so dort gelebt hat. Und sonst eigentlich gehe ich an mein Aussichtsboot, das ist in Affolter dort, hänge dort mit Kollegen und sonst manchmal auch ja, mit den Kollegen dort hängen. Ja. An dem Spot, wo du einmal hängst, Aussichtspunkt und so, ist ruhig oder wird da einmal auch gemotzt von irgendjemandem und kommt da mal Polizei vorbei? Oder? Nein, also es ist eher ein Hort, ja. Aber ganz oben, so fast ein Hügel. Okay. Und dort kannst du hängen als Jugendliche, sagen es auch, aber einfach Müll und so einsammeln. Okay, perfekt. Also ich bin meistens in Affolter unterwegs. Für mich es gibt viele Spots und Orte. Meine Familie oder so will ich mich nie dort sehen. Ich bin Affolter oft irgendwo überall hin, dort Frohnwald oder so meistens. Ja. Dort wohne ich heute nicht und ja. Okay, cool. Ich bin öfters in Affolter. Ja. Und kann auch öfters Oerlikon. Ja. Schön. Und für dich ist kein Problem, also du fühlst dich wohl, wenn du unterwegs bist, du musst dir jetzt keine Sorgen machen, dass irgendjemand von der Familie oder so. Oerlikon gerade nicht, aber okay. Affolter bin ich immer. Affolter. Und das ist auch gut, du fühlst dich auch wohl, ja. kannst auch entspannt, ohne dir Angst müssen machen. Jetzt sieht dich jemand und daheim gibt es ein Gespräch. Okay, cool. Und euch zwei? Ihr zwei noch? Also ich bin auch öfters im Affolter rum, im Oja. Also ich bin nicht so oft draußen irgendwo rum, außer so unter Affolter, GZ oder so. Ja. Sonst, ich kann immer so laufen, ich gehe zur Kollegin heim. Ja, okay. Sonst hängen wir so ein paar Mal bei mir daheim. Cool. Also öfters, ich bin fast jeden Tag Oja Affolter, weil dort hat es viele Leute, die ich halt kenne. Und die Leute von dort, einfach Mitarbeiter, sind auch sehr sympathisch. Deswegen gehe ich öfters entweder Oja Oerlikon oder Oja Affolter. Ja. Okay, cool. Also, so wie ich es rausgelesen habe, jeder hat so seinen eigenen Safe-Spot, wo er weiss, dort kann er ungestört chillen. Und sonst gibt es noch Oja da, wo er immer gerne geht. Wie habt ihr dann eigentlich so gecheckt, dass Oja euch so einen Spot anbietet oder einen Raum anbietet, wo ihr könnt miteinander halt auch sein, ihr könnt chillen, ihr habt viele Freundinnen da so. Wie habt ihr das erste Mal gecheckt? Weil ich weiss noch, als ich so in dem Alter war, habe ich mega lange gar nicht gecheckt, dass es so etwas wie einen Jugendtreff gibt. Oder so eine Oja hat es bei uns. Ich glaube, später habe ich gecheckt, gibt es schon, aber vorher war das wie gar kein Thema. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Dass ich den Frieden wer will? Also ich kann mich noch erinnern, also es war so, die Schule hat uns da gebracht. Ich habe mich dann auch umgeschaut und dann bin ich zu meinem Onkel gegangen. Habe ich ihm erzählt, kennst du Oja Affolter? Und dann hat er mir halt so Storys erzählt, 2013 und so, wo er war. Und es hat mich einfach richtig gecatcht. Und dann habe ich halt an dem Oja eine Chance gegeben. Und ich finde, es ist wirklich ein guter Ort. Und dann bin ich halt auch Podcasts machen, wie mein Onkel und seine Kollegen. Du machst Podcast? Also ja, ich mache mit seinen Kollegen. Okay, also ist keine Konkurrenz zu uns, oder? Nein, ist auch nur ein Handy und für uns halt einfach so. Okay. Und auf jeden Fall grüße ich den Doja Patrick. Er leitet das. Grüße gehen raus. Ja, genau. Und welchen Podcast findest du besser? Ja, nein, ich muss euch sagen, das Setup ist gut. Aber der Podcast, den wir machen, der ist zu illegal. Also den kann man nicht im Internet posten. Also. Ja. Okay. Also, aber es nimmt mich jetzt ein Wunder, also dein Onkel, hast gesagt, ist früher auch in der Oja gewesen? Genau, Maya kennt ihn. Eigentlich Rosalinda auch. Und ja, also er ist eigentlich ein Member dort gewesen. Und, eben. Also noch kurz, bei mir war auch Schule. Wer von euch ist über Schule auf die Oyota oder auf Jugendtreff gekommen? Sind das so ein bisschen alle wahrscheinlich über die Schule? Ja, okay, erzähl mal. Ja, sorry. Kannst du nachher... Bei uns ist auch so, wie er gesagt hat, wir sind mit der Schule angegangen. Und das stimmt. Ja. Alles gut. Wir haben es aufgeschrieben, alles gut. Mach dir keine Sorgen, red einfach weiter. Und ja, wir sind mit der Schule angegangen. Ich habe es auch cool gefunden, weil es gibt das GZ, das Jugendtreff ist ziemlich ähnlich. Und ich gehe eben oft ins Jugend, ich wohne gerade dort 2 Minuten und es ist praktisch. Und Oja ist auch so etwas Ähnliches. Ja, ist wirklich cool. Mehr Events einfach, so wie Graffiti-Workshop. Und es gefällt mir halt. Und ich gehe
mit Herzen da. Es macht Spaß. Es passiert manchmal Blödsinn dort, aber nicht wegen die Arbeiter, wegen die Mitmenschen, die Jugendlichen. Manchmal gibt es ein bisschen Stress und so, aber sonst ein gemütlicher Ort, um sich ein bisschen auszuruhen, ein bisschen wenn man einfach ausruhen will, ein bisschen Spaß haben. Man könnte meinen, du kommst Geld über dafür, wie du gerade Werbung machst für euch. So, nein, ist alles gut, ich bin nicht gegen meinen Willen da, es ist alles... Sie haben ihm gesagt, du gut reden hast, den ganzen nächsten Monat gratis Hotdog jeden Tag. Juanita, du hast vorher den Kopf gedreht, wenn du gesagt hast, über die Schule gekommen. Wie bist du auf OJA gekommen? Ich habe schon öfters eine ältere Kollegen oder Kolleginnen und sie sind schon früher OJA und haben immer so erzählt, wie cool es dort ist. Und sie haben so gesagt, ja, dann in der Schule gehört ihr dann auch noch davon. Da kannst du dich auch anmelden, um Jobs zu machen, ein bisschen Geld verdienen. So. Und so bin ich eigentlich auch auf OJA gekommen. Okay, cool. Also ein bisschen über Leute, die auch schon dort waren. So. Ja. Okay. Also, und ihr zwei? Ich habe von meinem Bruder OJA kennengelernt. Und ich habe gehört, halt, dass es alles gibt, dass man alles machen kann. Ich habe es halt cool gefunden. Und in der Schule habe ich das auch mitbekommen. Und mit der Schule bin ich auch mal gewesen. Es ist mega cool. Ich bin mal OJA Oerlikon öfters gewesen, wo ich noch ein bisschen jünger war. Bin ich immer dort gewesen. Aber dann bin ich auch einmal, zweimal OJA Schwami gewesen. Aber jetzt gehe ich fast jeden Tag OJA Affoltern. Also sind alle sympathisch, aber die von Affoltern sind viel anders, weil die sind halt viel netter und so. Es ist viel sympathischer. Man kann mit denen so viel Spaß haben. Man kann alles mit denen machen. Man kann spielen mit denen, man kann über alles reden. Die behalten das einfach für sich selber. Ja, wir können... immer wenn ihr Affoltern lobt, sind da hinten 4 Leute, alle Listlich da am Abgehen. Freut sich mega, dass ihr Props gebt, weil sie auch dort arbeiten. Cool. Sehr schön. Also es ist ein bisschen alles. Es gibt vor allem Schule, aber auch Kollegen und auch Leute von der Familie geben dann das wieder. Habe ich richtig verstanden? Es hat eigentlich jeden Tag offen, das OJA. Also OJA, sorry. Du sagst immer OJA. Ich weiß nicht. Das ist wie so eine Jugendanwalt, also so eine Knast irgendwie. Ist es jeden Tag offen in dem Fall? Weil bei uns zum Beispiel früher war es nur, wenn die Schule halt aus war. Das war Mittwochnachmittag und Freitagabend. So. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag? Ja, sag du, wenn du es weißt. Also, bei uns ist es so, also in Affoltern ist Mittwoch, glaube ich, Donnerstag und Freitag. Aber auch, wenn wir Schule aus haben, okay. So 16, 4, so etwas. Und genau eben, also Mittwoch ist für mich ein Prioritätstag, aber ich gehe nicht so viel. Ja. Ich kann halt Fußball und das sagen. Ja. Aber gibt es dann für euch irgendetwas so in Zürich und Umgebung an Räumlichkeiten oder Aktivitäten, wo ihr sagt, das fehlt mir? Fällt euch spontan irgendetwas ein? Würdet ihr euch, ich meine, ich finde so, als ich eben in diesem Alter war, hat man, glaube ich, so ein Angebot, und ich habe auch nicht gewusst, ob es das gibt, aber so ein Angebot wie jetzt da, wo man, eben, du hast vorhin gesagt, Graffiti-Workshops, oder? So irgendetwas, oder? Das ist eigentlich recht cool, das habe ich nicht gewusst, oder haben wir nicht gehabt, einfach. Wenn ihr jetzt so überlegt, gibt es etwas, wo ihr sagt, hey, das fehlt mir? Das wäre cool oder so? Also, es gibt zwar schon in der OJA Affoltern, aber ein gemütlicher Ort zum Gamen mit einer guten PS4. Und, ja. Du bist humble, Bruder, kein PS5, gell? So chillig. Ah, ja. PS4 lange. Zu teuer PS5. Yeah. Und, ja. Wenn dir noch etwas sagen? Also es gibt in Oerlikon... Kannst du schnell das Mic? Also, perfekt. Es gibt in Oerlikon so einen MFO-Park und dort kann man auch sitzen, halt chillen und so, und es ist ruhig, man kann überall anschauen, weil es ist richtig so spannend, was das alles dort gibt. Es gibt auch dort zum Beispiel, wie Leute einfach spielen, irgendwie Fußball oder so. Und es hat immer, wenn es Sonnenuntergang gibt, sieht es sehr schön aus. Schön, okay. Also ihr habt immer Props an Affolter gegeben. Was würdet ihr zum Beispiel in Oerlikon anders haben? Außer das ist personenbezogen, dann müsst ihr das nicht sagen. Aber wenn euch etwas in Oerlikon zum Beispiel fehlt, was macht es anders als Affolter und Oerlikon zum Beispiel? Ist das Programm? Ist das vielleicht Räumlichkeit? Sind das die Leute, die dort sind, die ihr auch schon gut kennt? Und wenn es einen Fight würde geben von allen Leitern von Oerlikon und allen Leitern von Affoltern, was denkt ihr, wer würde gewinnen? Affoltern. Affoltern. Affoltern, okay. Ganz klar Affoltern. Affoltern.
Aber auch schon, bevor der Herr dort in Affolter angefangen hat, oder? Der weg ihm erst. Auch schon bevor, also es ist immer, wir sind immer eine starke Mannschaft gewesen. Okay, also euer Ehrlichkeit, das war auch so gewesen. Aber weißt du, was mich jetzt noch wundernimmt, ist, also jetzt an dem Tisch, ich habe das Gefühl, es sind Menschen aus ganz verschiedenen Kulturen da. Habt ihr ein bisschen Mühe gehabt, euren Eltern erklären, was ihr gerade macht? Aha, Bruder, da. Ja, definitiv. Vor allem bei meinem Vater. Er kann zwar Deutsch, aber versteht nicht ganz immer. Aber einen Weg finde ich immer zu dem. Aber Also jetzt machen wir ein Rollenspiel, Bruder. Ich bin dein Vater. Erklär mir mal, was du machst heute. das ist schwierig. Er fragt ja nie, was ich so also draussen in der Freizeit. Also also sagst du ihm zum Beispiel, ich meine, jetzt haben wir 8. Fragt er sich nicht, wo sind ihr bis am 8? Ja, er fragt so, er sagt, ich soll langsam heimkommen und dann... Also wenn ich schreibe, versteht er schon. Ich sage einfach so eine halbe Stunde länger, 1 Stunde, aber sonst... Ich mit ihm rede Deutsch ein bisschen. So Schulsachen erklären, so, aber sonst... Ja. Ich glaube, so. Bibo, was sagst du? Also wenn ich an meinen Vater sage, ich bin... Oh ja, sagt er, was ist das? Ich sage ihm, das ist ein Jugendtreff. Und dann sagt er, Jugendtreff, ja, dann gehen wir Scheiß machen und so. Ja. Ich so, nein, das ist ein Ort, wo man chillen geht als Jugendliche. Ja, Und ja schon ein bisschen. Und checken Sie, dass da Menschen sind, die ausgebildet sind darauf? Ja, habe ich schon gesagt. Und ihr, ja? Sorry. Sorry. Bei mir ist es so, wegen meinem Bruder hat meine Mutter schon von euch gehört, kennt. Und sie findet es halt eigentlich cool, würde ich da auch immer. Und ich erzähle ihr immer über so Workshops. Und sie findet es halt recht cool, dass ich mich so daran beteilige. Voll. Also mein Vater ist Coiffeur. Mach Werbung schnell. Ja, also Barber von Gimmi gehen wir nicht. Auf jeden Fall... Der Bruder macht die für alle Werbung, nur für uns. Ja, ich schwöre. Also auf jeden Fall bin ich natürlich bei mein Vater kann nicht so gut Deutsch, aber er kann also natürlich schon. Hauptsache Haare Ja, genau. Wer muss daheim Brief lesen? Meine Mutter Okay. kann Deutsch. Nicht mal du. Bruder. Und dann habe ich mir halt von euch erzählt, hat er mir gesagt, ich kenne das, weil Leiter, also ein zukünftiger Ex-Leiter, darf ich den Namen sagen? Sag einfach irgendeinen Leiter von dir. Auf jeden Fall ein albanischer Leiter von früher. Ich bin im Haarschneiden, mein Vater hat ihn kennt, hat ihm erzählt. Es sind auch Jugendliche nachher von Oja zu meinem Vater Haarschneiden. Und meiner Mutter habe ich auch Oja erzählt und sie ist eigentlich sehr chillig mit dem umgegangen, weil sie gehört hat, dass halt Begleitung und so dort ist. Und ja, sonst. Chillig. Sehr schön. Also ich weiß, dass ich bei mir, wenn ich gesagt habe, ich kann Jugendtreff, irgendwann habe ich einfach akzeptiert, dass es etwas wie Jugendtreff gibt. Und dass einfach ich dort bin und ich weiß nicht, bei uns, ich glaube es einmal am 10 Uhr fertig oder so. Irgend so und dann gehst du halt heim. Dann hat er Also, gewusst. ich weiss noch, sorry, mit so 13 habe ich, oder 14, ich habe spätestens am 10 Uhr pennen, Bro. Haben die das nicht? Ich habe das ja halt nur, ich bin halt nur am Freitag gegangen. Und Freitag ist halt wirklich bis am 10 Uhr. Und Mittwoch ist glaube ich nicht so lang gewesen, wegen Donnerstag hast du schon wieder Schule. Deswegen nur Freitag ist okay, dass ich darf sowieso am 10 Uhr bleiben quasi. Du hast etwas sagen oder du, Giselle? Nicht? Okay. Ja? Was sagst du? Also bei mir ist so, meine Eltern kennen eigentlich schon euch wegen meinem Bruder. Aber ich gehe halt sehr oft und meine Eltern fragen mich immer, was machst du jeden Tag dort? Was sagst du? Ich sage, ich bin mit Kolleginnen, ich bin am Chillen. Sie sagt mir, Kannst du die Heime chillen? ja genau. Ja. Aber ja, komm heim, chill da mit deinen Kolleginnen anstatt jeden Tag gehen. Ich sage, es macht mir mehr Spaß da anstatt die Heime. Ja. Die Heime nur im Bett liegen und Handy schauen und so. Ja, ist besser so. Ich würde auf dem Sofa. Ja. Cool, du hast etwas zu sagen, Kaite. Auf jeden Fall zurück zum Thema beim Pennen. Also ich muss eigentlich auch um 10 Uhr pennen. Ich weiß auch nicht, was für eine Eidgenossfirma da meine Mutter rauszieht. Also ich weiß auch nicht, es ist einfach so, dass ich muss um 10 Uhr pennen, ich kann nicht mal gamen, nichts, aber es ist halt hart. Ja, du bist auch erst, du bist auch 13, oder? 14. Wo ich erzähle dir mal etwas, da kannst du dich glücklich fühlen. Ich bin mit 18 in den Ausgang gegangen, am 10 auf die 10. Der Club geht am 10 jetzt selber auf. Ich bin der erste dort mit Kollegen. Und am 12 sind meine Eltern Dunde vor der Tür mit dem Auto. Ich habe 2 Stunden, ich habe 25 Franken gezahlt und einen Drink.
Und ich bin nach 2 Stunden heim. Und meine Eltern haben gesagt, maximal eine halbe Stunde länger. Also das ist, glaub mir, 10 ist fair. Mit 14, 10 ist fair. Sag. Also ich würde nicht sagen, aber egal wie alt man ist bei Ausländereltern, Ja. es geht nicht darum... Nein, das geht schon, es geht schon. Es geht halt also vor allem bei mir, egal wie alt du bist. Wenn meine Mutter sagt, hey, komm, du bist daheim. Das ist keine Wahl. Ja, sicher. Das ist, okay, das ist so. Aber zum Beispiel als erstes Kind, ich weiß nicht, haben ihr Geschwister noch? Ich bin erwachsen, also ich bin der Erste gewesen und ich mit 18 bin am 12 abgeholt worden und ich habe 2 Brüder, 2 Jüngere und der Jüngste, mit 7 Jahren Unterschied, der ist mit 18 ausgegangen und der hat am 4 Uhr morgens heimgekommen, es hat keiner gejuckt. Die einfach so, geh mit Gott, weißt du. Und bei mir ist es so, wir sind für dich zuständig, komm da. Aber denkst du, zum Beispiel du jetzt, du hast noch einen älteren Bruder, hast du gesagt? Ich habe 2 ältere Brüder. Okay, musst nicht so krass sagen, wenn okay. Meinst du, könnte ich sie knocken? Oh, jetzt hast du eine Ansage gemacht. Sie hören das wahrscheinlich nachher. Ja. Okay, scheiße. Wie alt sind sie? Einer ist 18, der andere 22. Ja, jetzt hören schon gut. Das zweite nennen sie schon, glaube ich. Ja. Nein, aber denkst du jetzt zum Beispiel, wenn wir gerade den Link machen, so, denkst du, sie als Männer dürfen länger draußen sein? Oder was hast du für Erfahrungen gemacht? Ja, also ich persönlich finde es auch nicht schlimm, wenn ich heimgehen muss. Es geht ja um meinen Schutz. Und ich verstehe auch meine Mutter, wenn sie so sagt, ey, lieber heute nicht zu lange draußen bleiben. Ich habe Angst, dass etwas passieren kann. Weil man hört ja sehr vieles, was schon passiert ist und so. Ja. Hat jemand von euch ältere Geschwister? Du hast gesagt, glaube ich, wegen deinen Brüdern vor allem auch. Okay, du hast ein bisschen einfaches Leben, hä? Deine Brüder müssen also durch, damit du entspanntes Leben kannst. Nein. Nicht? Okay. Nein, er ist streng. Sehr streng, okay. Aber er darf immer länger aushalten. Ist er auch älter als du? Ja. Viel älter? Nein. Okay. 16. Okay. Ja, geh mit 16 mal zu ihnen, jetzt sagst du, jetzt machen wir Elterngespräche, aber das mal umgekehrt. Ich muss ja reden, genau. Das geht nicht. Okay, und ich merke gerade, du bist nicht happy mit dem, dass er länger als du darf rausgehen. Ja. Was würdest du dir wünschen? Mehr? Also, oder vielleicht anders? 1 Stunde länger, anstatt direkt heimgehen. Ja. Weil es kommt so spontan, sie sagt mir einfach, komm sofort heim. Dann, ich verpasse dann alles. Dann, also schon, ja, dann, wenn ich jetzt nicht heimgehe, dann werde ich vom Vater angefickt. Türkische Eltern normal. Mensch, könnte ich ihn knocken? Hey, du willst auch jeden knocken. Ich frage mich, ob es einen Podcast gibt, wo jemand sagt, meinst du, kann ich den Josh knocken? Ja, das wäre geil. Mach doch du. Könnte ich schon machen. Auf jeden Fall, mein Vater ist viel strenger. Also meine Mutter ist eigentlich noch chillig, aber sie sagt halt sofort an meinen Vater, wenn ich nicht heimgehe. Dann, mein Vater läutet mich an, dann kriege ich Panik über. Ich nehme ab. Ich sage ja. Er sagt mir, wo bist du? Komm heim. Ja, dann muss ich sofort wieder heimgehen. Ja. Aber Brüder, er kommt nur ein paar Mal in mein Zimmer rein und fragt mich, was ich draussen mache. Ich kann nicht gerade alles sagen, aber ja, ich sage schon. Aisha hat ja gerade gesagt, Vater läutet an. Bei mir hat gerade mein Vater angerufen und ich musste mein Handy zumachen, weil ich jetzt nicht telefonieren kann. Und ich habe dann meinem Vater geschrieben, dass ich nach dem Gespräch komme. Ja. Du kassierst nachher schlimm, Bro. Ja. Einfach am Papi abhängen. Aber weißt du, kannst du nicht so Tricks machen wie ich zum Beispiel früher. Erst etwas für die Schule. Nein. Wenn ich gesagt habe mit Schule, mein Vater so, okay, ciao. Du kannst alles machen für die Schule, aber wenn du einmal Scheiß machst. Okay, gut. Ich würde sagen, ja, mal... Genau, wir sind vorher beim Thema, wie sicher fühlst du dich gewesen? Oder du hast gesagt, es wegen deiner Sicherheit... jetzt kenne ich deinen Namen nicht mehr, sorry. Sie ist Juanita. Juanita, du kannst es so laut sagen, ist kein Problem. Aha, ja, sorry. Ja, also jetzt lassen wir nochmal etwas, dann könnt ihr mir sagen, was eure Gedanken dazu sind. He? Wie sicher fühlst du dich in der Stadt Zürich? Ich fühle mich eigentlich sehr sicher. Ich fühle mich eigentlich immer wohl. Ja, also ja, es hat noch nie wirklich ein Problem gehabt in Zürich. Sehr sicher. Ich fühle mich sehr sicher, ob es im Tram ist, ob es im Bus ist oder ob es auf der Gasse ist am Abend. Am Abend fühle ich mich gar nicht sicher. Die Frauen werden mehr angesprochen, wegen wie sie aussehen. Sie werden einfach belästigt. Keine Ahnung, ich finde, es hat auch viele so Männer, die halt so junge Frauen anmachen. Und ich finde das respektlos und auch grusig irgendwie. Weil das passiert halt leider oft. Ich persönlich habe mega Angst vor so kranke Menschen am Abend. Du wirst einfach immer angestarrt oder angesprochen und so. Das ist nicht so cool so. Du wirst einfach immer angemacht oder ja, irgendwie von Männern.
eigentlich wohl, aber manchmal werde ich einfach verfolgt und das finde ich gruselig. Okay. Genau, die Frage war, wie sicher fühlst du dich? Und jetzt haben wir ein paar Stimmen gehört. Ich habe es gesehen. Eine Sekunde. Darf ich schnell ausreden? Nein, Spaß. So kann ich jetzt darfst bitte. Aha, ja, also ich glaube, ihr habt es alle gehört. Vor allem bei den weiblichen, ich tue jetzt nicht irgendwelche Gender da. Ja, sag einfach, was du willst sagen. Man hat ja vor allem gehört bei den weiblichen Stimmen, dass sie sich innen nicht sicher fühlen. Und ein paar ja gar nicht. Und wenn man so die männlichen Stimmen gehört hat, die haben sich alle sicher gefühlt, die haben sich keine Gedanken müssen machen darüber. Ja. Wie ist so eure Meinung? Ja, wie gesagt, am Abend, es gibt echt grusige ältere Menschen, also Männer, wo, also ich zum Beispiel, ich bin abends fast nicht immer, aber spätestens am 10 Uhr oder so immer unterwegs, so auf dem Weg. Und dann, ich werde immer von den älteren Menschen, Männer von der Straße, die in der Straße leben, mit Bier in der Hand oder so Junkies halt. Dann die schauen immer hinter oder die verfolgen. Aber ich weiß immer noch, dass ich schneller als denen bin. Ja. Okay. Aber ich fühle mich nicht so sicher am Abend. Okay. Noch kurz als Input. Ich weiß, es ist schwierig zum Sprache ein bisschen anpassen und so, aber ich will nicht in Schutz nehmen. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber grundsätzlich das Wort Junkie zum Beispiel, das sind meistens Leute, wo wir leider Geschichten von diesen Leuten kennen. Viele sind Leute, die bis vor kurzem ein stabiles Leben hatten. Und du weißt einmal nicht, was die für Schicksalsschläge hatten. Das rechtfertigt nicht, was sie sagen oder machen. Aber ich würde einfach sagen, das Wort vielleicht nicht brauchen, vielleicht drogenabhängig, Ähnliches oder so. Weil ich habe auch schon Leute kennengelernt, wo ich gesehen habe, dass es ihnen nicht gut geht. Und sie haben gesagt, sie haben bis vor kurzem zum Beispiel an Schulen Unterricht gegeben und so weiter. Und es kann leider jeder treffen. Und, ja. Aber zurück zu dem, was du gesagt hast. Und sorry, man muss auch noch schnell sagen, also, es sind ja nicht nur abhängige Männer, die grusig sein können und sich grusig verhalten können. Aber okay, also Jungs, ihr habt jetzt gerade gehört, dass jeder Typ gesagt hat, er hat gar kein Problem. Und ihr habt jetzt das gehört und auch von euren Kolleginnen links und rechts. Was ist so eure Meinung? Einfach mal das Erste, was so durch den Kopf kommt, wenn ihr das jetzt ein bisschen gehört habt. Wie würdet ihr das zuordnen? Macht nur, redet einfach. Also, ich erst mal sagen, was ich. Also, auf jeden Fall, ich fühle mich auch sicher, natürlich. Ich meine. Wieso natürlich? Ja, weil. Wenn mich zum Beispiel jetzt anfickt, also wenn mich jemand anfickt. Egal ob 2 Meter hoch oder 2 Meter breit. Wenn du es Faust. Faust passt, bist du King auf der Straße. Es geht aber nicht um Gewalt, es geht darum, dass die belästigt werden und halt unwohl. Weißt du, so, stell dir vor jetzt, also als Beispiel, ich meine, die sind alle in der gleichen Altersgruppe. Ja. Und dann macht ein 20- oder 25-Jähriger irgendeinen dummen Spruch. Eben so ein bisschen, es geht mir um das, es geht nicht so um Gewalt, es geht nicht so darum, wie sicher du dich fühlst, wenn jemand vor dir kommt und will boxen, sondern du fühlst dich sicher, weil du halt wahrscheinlich das nicht erlebt hast oder du erlebst nicht. Kein Typ oder keine Frau kommt zu dir und sagt, also, hey, was läuft? Also bis jetzt habe ich noch nie so grösste Affickereien gehabt. Ja. Sonst eigentlich ist bei mir eigentlich noch nie etwas passiert. Also ich höre natürlich von den Mädchen, also von meiner Klasse passiert schon etwas und so, die werden angesprochen. Aber es hat auch etwas mit dem Geschlecht zu tun wahrscheinlich. Ja. Wenn du willst, kannst du etwas sagen, Sputi? Also, mir ist auch noch nie so etwas passiert, aber also sicher fühle ich mich schon so. Kommt drauf an am Abend, es gibt schon manchmal so die eine oder andere Psychos-Männer irgendwie so. Die fallen einfach auf, die tun so komisch, aber unsicher fühle ich mich jetzt nicht gerade, also ja. Und ja, ist jetzt gerade ein schwieriges Thema, ich weiss. Aber ich finde es noch interessant zu hören, oder? Was haben die denn das Gefühl, was kann man selber machen, damit sich unsere Mitmenschen oder das sind also Betroffene und jetzt haben wir halt nur von als weiblich gelesene Personen, Frauen, das gehört. Was gibt es für Möglichkeiten, die man machen kann, damit sich alle Menschen sicher und wohl fühlen? Also ein grosses Thema, das ich jedes Mal sehe, ist beim ÖV. Gibt es Jugendliche, die sich daneben benehmen und einfach die Leute stören, laut sind und so. Und wenn man das ein bisschen einstellt und sich kontrollieren kann, wird dann eine gute Atmosphäre herrschen im Bus. Und vielleicht muss man auch ein bisschen probieren, seine
seine Mitkollegen ein bisschen aufmerksam machen auf so Sachen, oder? Also ich meine, ich weiß auch, wie es ist, wenn man in einer Gruppe ist und der eine fängt an, ein bisschen laut zu sein und blöd zu tun, dann passiert es vielleicht auch noch schnell, dass man als Mitglied von der Gruppe vielleicht mitmacht oder das nicht anspricht, oder man sagt dann nicht, hey Bro, die Person fühlt sich jetzt ein bisschen unwohl vielleicht, oder? Also ich glaube, es miteinander reden kann sehr viel Sicherheit sorgen und sehr viel angenehmer machen. Oder wenn dir noch etwas dazu sagen, vielleicht du hast jetzt mal genickt. Also bei mir ist es, wenn ich mit halt Kollegen und Kolleginnen bin und so, manchmal sind halt schon ein paar eher Leute im Zug und Bus, aber eigentlich wissen wir alle, dass wir ein bisschen leislicher sein sollten, aber manchmal ist es halt so, man vergisst es halt schnell, wenn es mal lustig ist, dann ist es gerade so, oh shit, oh man, shit, wir müssen leislicher sein. Aber eigentlich meistens wissen wir, dass wir leislicher sein müssen, auch für die anderen Menschen um uns. Und zum Thema von Sicherheit und so. Also bei mir ist es, wenn ich mit Kollegen und Kolleginnen bin, dann fühle ich mich eigentlich sicher, weil ich dann nicht alleine bin und weil ich dann mit anderen Menschen bin und wir halt eher in einer Gruppe sind und dann ist so, wenn jemand etwas sagt, dann ist es eher so egal, weil man fühlt sich halt meistens auch sicher, wenn man mit Kollegen und Kolleginnen sind. Aber wenn ich jetzt alleine bin, am HB oder irgendwo, dann ist es gerade ein bisschen unangenehm, wenn jemand etwas sagt, weil man ist mit keinem, man ist alleine und man weiß eigentlich nicht, was man machen sollte. Aber zum Beispiel im Quartier ist mir jetzt noch nie passiert. Also ich kenne auch die meisten Menschen im Quartier und im Quartier fühle ich mich eigentlich eher wohl, weil ich auch weiß, wo jeder ist oder ich kenne jeden dort und dann ist es gerade so, wenn etwas mal ist, kann ich gerade zu dieser Person gehen oder halt ja. Okay. Also du wünschst dir oder dir hilft am meisten Menschen in der Nähe haben, wo du vertraust? Ja, genau. Ich habe eine kleine Anekdote, eine Geschichte, die ich vor ein paar Jahren erlebt habe, die mir recht im Kopf geblieben ist. Und zwar sind wir mit 4 Freunden, sind alles Männer gewesen, vom Ausgang heimgelaufen. Es war irgendwie so morgen um 3 gewesen. Und vor uns, etwa so 10 Meter, 20 Meter vor uns, war eine Frau allein am Laufen gewesen. Und ich meine, wir sind einfach gelaufen und wir sind wie so den gleichen Weg gegangen. Oder? Sie war so vor uns, wir sind hinten dran gewesen. Und nachher ist sie abgebogen in eine dunkle Gasse. Und wir mussten auch dort durch müssen. Und ich habe mir nicht überlegt, ich bin einfach halt mitgelaufen, oder? Der Abstand war immer gleich gewesen. Und dann hat der Kollege mich schon aufgehalten und gesagt, hey, chill schnell, Bro. Und dann habe ich gesagt, also, wieso? Was haben Sie das Gefühl? Vielleicht, ich frage euch mal so, wieso hat er das gesagt? Oder ja? Zuerst mal der Bibo, sag mal du. Ja, dass die Frau sich wohlfühlt. Okay. Also dass es für sie dann nicht so ist, als ob ihr sie verfolgt und sie dann merkt, okay, ja, sie verfolgt mich nicht oder so. Also, auch wie Bibo gesagt hat, dass sie sich wohlfühlt und dass sie halt, auch wie gesagt, dass sie auch halt sagt, dass die mich nicht verfolgen und so, dass sie sich halt echt wohlfühlt und allein weiter kann laufen, ohne Sorgen machen. Es ist noch schön, jetzt, als ich das gesagt habe, haben sehr viele Leute gerade, sind zwar hauptsächlich die Frauen am Tisch gewesen, haben so gesagt, ah ja, voll, oder haben sie gerade verstanden, oder? Und wo er mir das gesagt hat, dann hat er mir gesagt, ja, weißt du, Bro, es ist, glaube ich, ein bisschen unangenehm für sie, wenn wir ihr jetzt so näher auflaufen und warten wir schnell. Oder? Und ich finde, das zeigt so, wie einfach ein Mitdenken und vor allem ein Gespräch untereinander, oder? Hilft, dass man sich wie so weiterbildet auf dem Thema und wie so checkt, nur weil ich mich in einer Situation mega wohlfühle, heisst nicht, dass jeder andere sich auch wohlfühlt. Und darum finde ich so Gespräche halt sehr wichtig und es hat dort in meinem Kopf recht schnell so wie Klick gemacht und das ist jetzt wie so etwas, wo ich jetzt auch oft dran denke. Oder? Und darum finde ich halt so, es ist mega wichtig, dass man den Austausch hat und über so Sachen offen redet. Es braucht nicht viel, weißt du, ihr könnt auch mit euren Mitschülerinnen, Klassenkameradinnen reden. Eben, wie ihr seht, es fängt schon sehr jung an, dass man so Sachen leider muss erleben. Und vielleicht könnt ihr mal einfach mit ihnen reden. Oder wenn ihr es gut habt miteinander, wenn ihr mal im Oja sind, und irgendjemand muss heimgehen, könnt ihr dann sagen, hey, look, du musst nicht alleine gehen, wir können dich schnell begleiten und so, voll easy. Macht dir keine Sorgen. Einfach versuchen, ein bisschen miteinander reden, ein bisschen miteinander aufeinander Rücksicht nehmen. Weil es braucht nicht viel, das muss sich wohlfühlen. Wie ihr seht, du musst nur kurz anhalten, 2-3 Minuten warten und dann kannst du weiterlaufen. Und sie fühlt sich schon sicherer. Also hoffentlich.
Ja, wenn ihr zu dem Thema gerade noch etwas sagen? Sonst noch irgendeine Meinung zu dem Frage? Okay, also Frage. Ihr habt noch vorher, ist auch noch so das Thema gewesen, was gefällt euch, wenn wir ein bisschen weggehen von dem eher belastenden oder eher wie sagt man, ja, ein bisschen politisches Thema gerade, oder was gefällt euch an Zürich? Wenn ihr so an eure Heimat denkt, wenn ihr an euer Quartier denkt, wenn ihr all das, was würde so spontan einfallen? Also, was mir an Zürich gefällt, ist auf jeden Fall, es ist einfach, ich bin aufgewachsen da, ich bin geboren. Zwar bin ich in Aargau geboren, aber ich bin da gezügelt. Und ich finde, Zürich ist halt einfach anders. Es ist einfach etwas, was anders ist, ist auf jeden Fall, erstens, ich finde Sprache richtig geil. Eigentlich sehr eine saubere Stadt. Ich komme vom Kosovo. Und auf jeden Fall in Kosovo ist halt anders, also Infrastruktur ist komplett anders. Zum Beispiel hier in der Schweiz hast du einfach saubere Straßen, kannst rumhängen, hast gute Leute. Das gleiche auch in Kosovo, einfach gefährlicher und so. Ich könnte auch etwas sagen, was euch nicht gefällt. Nicht unbedingt sagen, was euch gefällt. Ich bin auch im Aargau geboren, aber Zürich ist halt anders. Dialekt ist der beste Dialekt. Anstatt Bern, Basel, alles, St. Gallen, besser. Thurgau. Und einfach FC Zürich bleibt immer für immer und ewig das Erste. Wie gesagt, Zürich ist einfach das Beste. Es hat alles. Man kann alles machen, was man will. Aber außer wenn es Stress gibt, Bullen sind immer rum. Es ist nicht so gut. Aber ja, Zürich ist schön. Zürich ist unser Leben. Sehr schön. Ja, du kannst noch etwas sagen, Schalkeide? Sag bitte nie mehr etwas gegen Bern. Bern ist Leben, Mann. Bern ist scheiße. Bern ist Leben. Bern ist nicht. Bern ist Leben. Es gibt nichts in Bern, Okay. außer Kuh. Anita? Also ich finde die Menschen Was so juckt nett. mich das? Auch wenn man jemand Neues kennenlernt, man lernt auch von zum Beispiel verschiedenen Kulturen und so. Ja, ist schon Großstadt. Zum Mischmasch, jede Kultur darf vertreten und alles Mögliche. Okay. Und es ist einfach, zum Sachen sagen, die euch gefällt, aber gibt es etwas, was eurer Meinung nach fehlt in Zürich, wo ihr zum Beispiel vermisst und ihr gerne hättet? Oder würdet ihr sagen, eigentlich hat es genug Angebot für uns, wenn wir würden schauen? Ja? Also Ticket für Bus, Zug oder Tram. Es ist teuer. Ja. Ich kann mir das nicht jeden Tag leisten. Ich brauche auch andere Sachen nicht zum Kaufen und so. Ich kann mir das nicht jeden Tag leisten. Aber ich kriege von Mutter immer ihre Ticket über, die sie jeden Monat kauft, wenn sie von Arbeit zurück ist. Weil ich kann mir das echt nicht jeden Tag leisten. Also wäre zum Beispiel vielleicht es gibt schon so ein Jugendabo, ja, quasi einfach der Preis ist günstiger, aber würde es vielleicht etwas noch mehr geschnitten, vielleicht auf euch, weißt so, vielleicht ab der 6 oder so, also ihr würdet euch günstigere Billett wünschen oder einfach eine günstige Lösung für euch so? Also ich würde mir einen günstigeren Preis wünschen. Anstatt 6,20 würde ich mir 6 wünschen. Aha, also du willst um 20 Rappen fighten, nicht um, Ja, nicht um wenn es 3 geht, Franken oder so. 3 Franken. Okay, also einfach haben, egal wie viel es ist. Aber ich denke, es geht sowieso nicht, deswegen sage ich nicht. Okay, also du würdest nur sagen, Preise für ÖV. Giselle? Also bei mir wäre es eigentlich so TÜV-Prüfungen und so, dass man es früher machen kann, zum Beispiel in meinem Land. Kannst du auch fahren, also... Ja, logisch. Wenn du 16 bist, kannst du auch fahren gehen, da musst du Prüfung machen und so. Und halt erst mit 16 zum Beispiel darfst du erst E-Roller oder 50er Kubik Motorrad fahren oder so. Mhm. Und das schießt halt ein bisschen an, weil ich wollte eigentlich schon früher fahren, aber... Ja. In der Bibo? Velo? Nur schnell der Bibo, ja? Also Bullen sind eigentlich allgemein chillig, aber wenn sie halt Leute sehen, die unter 14 ist und Roller am Fahren bist, ohne Fahrerlaubnis, werden sie direkt, Also hast du schon mal erlebt, ja? also fast. Fast, dann bist du noch davor gekommen. Geil ist ja. Zu dem mit Roller, es gibt ja die Limes.
Und sehr jugendlich, auch wenn es eigentlich steht auf der App ab 18, gehen unter dem drauf. Ich kann eine Story erzählen. Ich bin mit 2 Kolleginnen, haben wir nicht mehr fahren. Dann haben wir das Velo. Weil eine Kollegin hat das Bein verletzt gehabt. Sie wollte fahren. Dann kommt so ein Velopolizist zu uns und sagt so, ihr wisst schon, entweder braucht ihr ab 16 so einen Ski oder ihr lauft. Dann haben wir so, ja, sie ist verletzt und man kann sich ja anmelden mit unserer Karte, die eigentlich ab 14 ist. Und nachher hat er uns zuerst mal eine halbe Stunde Rede halten, warum nicht. Okay. Voll. Also Verständnis ist nicht so gewesen, ja? Okay. Was mich sehr wundern nimmt, wer von euch fährt also E-Trotti oder so? Und also die, also nicht ein eigenes, so die kannst du mieten. Also ich muss schon sagen, weil es gibt kein Video. Es sind jetzt wie viel? 4 von 6? Ja, 4 von 6. Ja, genau, stimmt, sorry. Nein, warte, heißt, ja, 4 von 7. Ja, okay. Das Teil läuft mit Kreditkarte. Nicht? Von den Eltern oder? Bruder ist ready. Also, ich erzähle eine Story. Für den Fall mein Cousin, er hat zum Beispiel ein elektronisches Velo gemietet und ich halt einen E-Scooter. Und er hat irgendwie am Schluss eine Rechnung von 200 Stutz bekommen. Wir sind von Affoltern bis nach Wollishofen, wieder zurück, nachher noch weiter bis nach Regensdorf und haben wirklich auseinandergenommen. Also es hat das so ein fettes Teil. Es ist eine Kreditkarte von den Eltern gegangen, oder? Wahrscheinlich? Nein, er schafft, also er ist wieder leer und ich schulde ihm jetzt 200 Stutz. Nein, also einfach so für Spaß, aber eben. Okay, also in dem Fall, du hast jetzt Cousin gesagt, aber die es sonst brauchen, ist das von Eltern irgend so etwas, was ihr abgemacht habt, oder? Erzähl, weißt du? Ist Kollegin ihre Mutters Karte. Okay, Kreditkarte von der Kollegin von der... Oh mein Gott, okay, du, Bibo? Vor dem Das ist eine andere Welt. Ich fahre eigentlich Roller immer von Kollegen oder auslehnen halt. Oder zu zweit fahren. Okay. Das solltest du auch nicht. So, also, wir kommen langsam Richtung Ende vom ersten Block. Wenn ihr noch irgendetwas loswerden wollt, könnt ihr es jetzt sagen. Ob das jetzt ist irgendein Wunsch für Zürich, irgendetwas für Oyota. Wir machen einen nach dem anderen. Ihr kommt alle dran. Ihr könnt einfach sagen, was ihr wollt, so Minuten knapp maximal. Ich könnte auch sagen, was der beste Podcast ist in der Schweiz, wenn ihr wollt. Das ist wie so also dann, wenn du willst, Giselle, kannst du etwas sagen und sonst einfach der Reihe noch. Also zum E-Scooter-Ding. Dass man halt zu zweit fahren kann, weil ich check nicht, es hat so viel Platz, wieso sollte man alleine fahren? Yeah. Du kannst jemand anderes mitnehmen und schon direkt 2 holen. Ich meine, eigentlich viel schlauer, wenn man zu zweit fahren kann. Ja. Okay. Juanita? Ich muss noch kurz überlegen. Okay, du hast noch Zeit, um zu sagen, was du sagen. Ja. Also, wo ich das gehört habe, wo mein Onkel mir das Angebot gegeben hat für den Podcast, bin ich ehrlich, ich habe auch als Inspiration angeschaut. Und ich muss euch sagen, der beste Podcast. Danke dir vielmals. Küsses Herz. Danke dir. Merci. Also etwas definitiv ändern, Zürich bitte. Ja, erzähl. Preise überall in Zürich. Ja. Döner 10 Franken, Schatztür. Es ist immer noch 10. Ich habe gemeint, das ist jetzt so bei 12, 13, 14 oder so. Kommt drauf an, wo. Bekommst für 12, 14. Aha, okay. Also, okay. Geht nicht. Ja. Migolino, alles über die Tür. Ja, und das ist einfach krass. Okay, alles muss günstiger werden. Migros-Preise, Dönerpreise, Pizza-Preise, alles. Ja, und Roller. Ja. Wenn du einen Roller kaufen willst, brauchst du mindestens 3000 Franken und ja, alles ist zu teuer. Du hast schon die Mathematik gemacht mit 13, bist schon am Businessplatz mit dem Vater, ich will einen Roller. Da. Ja, genau. Sehr schön. Ihr zwei? Also wir nur kurz jemanden grüßen, also nicht jemanden, einfach einen Ort. Mhm. Ja. Sehr gut, sehr gut. Hast du noch kurz, Juanita, hast du noch etwas? Ja, ich habe etwas gefunden. Ja. Was ich leider richtig traurig finde, ist so, bei uns ist langsam Oja am Sterben, weil fast niemand mehr Lust hat, zu Oja zu gehen. Also welches von Oja? den Älteren, von Kreis 2, also Wollishofen-Leimbach. Okay, ja. Weil irgendwie jetzt kommen halt nur noch die Erstzähler, die Jungen. Ja. Und dann haben halt die Älteren nicht mehr so Lust, Ja. Ja. Okay. Du hast etwas sagen, Kaide? Noch etwas ganz Wichtiges für den Schluss. Ja. Ich muss wirklich sagen, die Jugendsprache ist irgendwie einfach, es gefällt mir nicht. Also ich finde, es braucht viel mehr irgendwie. Die Leute müssen einfach ein bisschen Kaido schauen, Sputin, all so Zeugs. Verstehst du, was ich meine? Ja, Sprache ist im Wandel. Ja, dass du das noch kennst, das ist in unserer Zeit. Ja. Kaido, Sputin, das ist... Ja.
Okay. Nein, ich kenne das alles von meinem Onkel. Also ich bin sehr dankbar, weil er gibt mir eine sehr schöne Kindheit damit. Also ich bin sehr dankbar. Sehr schön. Du hast was sagen zum Abschluss, Sputim, oder nicht? Okay. Ja, gut. Dann danken wir euch herzlich, dass ihr mitgemacht habt bei uns im ersten Blog. Ich glaube, soweit habe ich nichts mehr zu sagen, außer danke vielmals. Ja, danke euch. Und genau, dann hören wir uns sicher wieder einmal. Ich hoffe, es hat für euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es war für euch angenehm gewesen. Und danke vielmals, dass ihr dabei gewesen nochmal. Danke euch. Herzlichen Dank. Danke. Dankeschön. Danke vielmals. Wir sind im zweiten Teil vom sorry. Wir sind im zweiten Teil vom Gespräch mit Jugendlichen, organisiert von der OJA Zürich. Und wir haben heute da mit uns sehr viele Jugendliche aus Zürich, von Zürich, bis 16, zwischen 15 und 16 sind es. Und einen Gemeinderat, der Luca Maggi. Sorry. Genau, Maggi. Sorry, Luca Maggi. Wolltest du dich schnell vorstellen? Ja, mein Name ist Luca, ich bin 33, arbeite als Jurist im Bereich des Arbeitsrecht, bin seit 6 Jahren im Gemeinderat von der Stadt Zürich und setze mich dort vorwiegend mit Polizei und Asylthemen auseinander. Okay. Cool. Jetzt könnt ihr euch noch vorstellen, mit Alter, Namen, wie ihr wollt? Ja, mein Name ist Dago, ich bin 15 und geboren und aufgewachsen in Seebach. Hallo zusammen, ich bin der Memo. Ich bin 15, ich bin geboren in der Türkei. Ich bin vor etwa 7 Jahren jetzt mittlerweile in die Schweiz gekommen und lebe jetzt in Oerlikon, Umgebung Seebach. Hallo zusammen, mein Name ist Leko. Ich bin 15 Jahre alt und ich bin auch da in Oerlikon aufgewachsen. Und ja. Hallo, mein Name ist. Kannst du dich näher als Mike? Okay. Hallo, mein Name ist Kaido. Ich bin 16 und bin da in Oerlikon aufgewachsen. Was hast du gesagt? Sorry, Bro. Ruhiger reden, Bro. Leute reden. Kaido, okay. Hallo, ich bin Palestino. Ich bin 16, bin in Syrien geboren und bin aber eigentlich in Oerlikon aufgewachsen. Super. Habt ihr eine Idee, was wir heute machen? Über was reden wir heute? Wenn ihr das mal in einem Wort sagen, bitte. Politik. Ja, wir reden über das, was halt in Zürich so läuft, wie es so ist, oder? Wie man es erlebt. Ja, also ich finde auch, also wir reden einfach über das Allgemeine. Zürich, Politik, so in diesen Themen. Habt ihr noch Input? Ist gut. Okay, also Themen, die wir heute ein bisschen ansprechen wollen, ist so ein bisschen Gewalt in Zürich, Schlägereien. Dann haben wir über Sicherheitsempfinden von Frauen geredet. Wir haben über Gratisräumlichkeiten geredet. Und vielleicht ist noch ein spannendes Thema so ein bisschen Offenheit der Menschen in Zürich und das Thema Geld. Wenn ihr jetzt so die Begriffe hört, habt ihr irgendwelche Aussagen, die ihr gerne würdet tätigen? Was fällt euch als erstes ein? Willst du nicht sagen? Okay. Was wir auch machen ist, wir haben ein paar Einsendungen bekommen, es sind Leute gefragt worden. Es hat da verschiedene Fragen gegeben, zum Beispiel ist ein Thema gewesen, Polizeikontrolle bei 13-Jährigen. Wir können das mal zusammen anschauen und dann können wir darüber reden, was wir gerade gehört. Hast du schon mal Probleme, Konflikte oder Ärger gehabt, wo du mit Freunden draussen in der Stadt unterwegs bist oder in Schwammerdingen unterwegs bist? Also ja, ich bin oftmals von der Polizei kontrolliert worden, weil sie denken, ich habe etwas dabei oder ich habe eine Straftat gemacht. Okay, und warum hast du das Gefühl, ist das passiert? Ja, sie haben mir gesagt, also ich habe gefragt gestellt, wieso haben sie mich kontrolliert und sie haben mir das gesagt, weil zum Beispiel einmal war es, weil jemand hat den Laden ausgeraubt und nachher haben sie uns kontrolliert. Halt. Okay, und du hast dich in dem Moment dann ungerecht behandelt gefühlt? Ja, ich war mit einem anderen Kollegen, wir waren beide 13 und ich glaube nicht, dass wir so, es war auch so ein Juwelier oder so, aber das hat mir das ausrauben, das 13-Jährige. Ja, habt ihr irgendeine Meinung, was ihr gerade gehört habt? Oder? Memo? Also jetzt keine direkte Meinung. Ich meine, die Polizei kann das in jeder Situation bringen, dass sie jemanden suchen, weil etwas hier ausgegraben worden ist.
Weil man kann das ja nicht schnell einfach erforschen, ob das stimmt oder nicht. Aber ja. Sind ihr selber auch schon kontrolliert worden in dem Fall? Haben Sie das oft erlebt? Oder? Ja, öfters. Ja, war auch. Ja. Okay. Wo vor allem? Oder wann ist es immer so vor allem am Wochenende gewesen? Oder? Ja, Zeit lang. Ja, in Zürich. Öfters kontrolliert worden. Also ich sage so Bahnhof-Umgebung. Und was sagen Sie meistens als Grund? Was hören ihr immer wieder? Ja. Einfach normale Kontrolle? Allgemeine Kontrolle, sagen Sie. Die meiste Ausrede ist einfach so, dass man jemanden sucht, der aussieht wie uns. Und dann ist eigentlich fast immer das gewesen. Also sie haben manchmal auch allgemeine Kontrolle. Das ist nie. Yeah. Und das passiert immer noch? Ihr habt gesagt, früher ist das immer noch das Ding? Oder? Ja, jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden, aber ja, Zeit lang, jeden Tag. Das war echt schlimm gewesen. Ist das vor allem so vor 2-3 Jahren gewesen, wo halt so vor allem... Oder erst vor kurzem? Ist vor ein paar Monaten so gewesen. 6 Monate. Ah, also ziemlich frisch, hä? Also 2022 und 2023 Anfang. Ja. Jeden Tag? Nicht jeden, aber fast. Immer wenn wir draußen sind. Schon gut oft passiert. Und besonders halt, wenn man halt so eine grosse Gruppe ist, so von 10 Leuten so, ist es halt schwierig halt. Direkt denkt man, ja, die machen das und das und so. Und dann kommt es halt schnell zu einer Kontrolle. Und bis jetzt noch nicht gefunden oder noch nicht geschafft. Du? Ja, Palästina? Ja, halt vor allem, also ich bin vor allem meistens in Zürich kontrolliert worden. Halt eben kommen sie auf dich zu und sagen, ja, Zürich-Kontrolle, also was machen sie da, was haben sie dabei, was haben sie nicht dabei. Und dann ja, und manchmal sind es, also ich finde, man könnte, also ist jetzt nicht falsch, dass man kontrolliert oder so. Man kann schon kontrollieren, vor allem so am HB und so, dass vielleicht nicht einer gerade mit, ich weiß auch nicht, einem Butterfly rumläuft. Aber so wie sie es machen, das könnten sie vielleicht ein bisschen besser machen, weil die kommen wirklich so auf dich zu, als wärst du ein massiver Verbrecher und so kontrollieren sie dich auch. Ein 16-Jähriger, 15-Jähriger. Und ein 14-Jähriger. Ja. Also ihr würdet euch wünschen, dass sie das anders angehen, wenn sie es schon machen? Ja. Sowieso. Ja, sag nur. Besonders halt auch mal einen vernünftigen Grund nennen, weil so in der letzten Zeit war es halt immer der gleiche Grund gewesen. Ja, wir suchen jemanden, der auf deine Beschreibung zupasst und ja. Okay. Du hast etwas sagen? Memo oder du? Nicht? Okay, alles gut. Aber in dem Fall würde ich sagen, ihr werdet oftmals diskriminiert aufgrund von eurem Erscheinungsbild. Ja, das sagen sie natürlich nie, aber meistens man merkt, dass es vielleicht der Grund ist, weil ich meine, wir passen immer auf Beschreibung und einen anderen Grund haben sie selten. Also vielleicht weil das ist ja kein Videopodcast das mal, sondern das hören die Leute nur. Ich muss mir jetzt sagen, ich würde euch jetzt, also vor mir hocken Menschen, die POC sind, People of Color. Das heisst, man sieht meistens auf dem, kann ich aus eigener Erfahrung sagen? People of Color. Willst du mich canceln oder so? Bruder, was packst du auf die Sprache? Bro, du hast einfach noch nie anständig gehört. Bro, du redest mit dem Falschen, aber ich habe das studiert. Ich weiß, was ich darf sagen und was nicht. Ich weiß nicht, ob man so ist. Würdest du dich selber People of Color? Ich weiß nicht. Okay, dann sag, wie würdest du dich beschreiben? Dunkelhäutig. Okay, also vor mir hockt... Optimal pigmentiert. Ich lache nachher, aber ich darf jetzt nicht wegen Aufnahmen, aber nein. Aber das heisst, und habt ihr das mal probiert, jemandem zu erklären, der die Erfahrung vielleicht nicht macht? Oder namentlich einfach weiße Menschen? Nein. Haben wir das? Nein. Oder habt ihr das Gefühl, man versteht das? Weil ich habe zum Beispiel oftmals Diskussionen geführt und müssen alle Leute sagen, hey, aufgrund davon, dass ich zum Beispiel schwarze Haare habe, einen Vollbart und vielleicht eben im Auto war, wo Leute oftmals mit, wie sage ich das jetzt? Sag einfach. Ja, Bro, ich fahre immer BMW. So, oder? Und nachher kommen die Leute und sagen, und dann, ich bin wie so öfters angehalten worden als Menschen, die zum Beispiel einen Fiat Punto fahren und aussehen, als wären sie da aufgewachsen. Und oftmals habe ich versucht, das zu erklären den Leuten oder und sagen, hey, schau, ich habe das Gefühl, oder in meiner Wahrnehmung ist es so, dass ich mehr auseinandergenommen werde. Ja, das ist schon so, weil wir sehen nicht schon,
Ich würde nicht sagen, dass wir wirklich unschuldig aussehen, weil wir sind ein bisschen halt eine größere Gruppe, die in Oerlikon rumläuft oder in Seebach. Wir sehen ein bisschen auffälliger aus und vor allem ab und zu ist es auch ein bisschen später am Abend. Deswegen ich verstehe es, aber irgendwie versteht man es auch nicht. Ich weiß nicht, ist ein bisschen schwer zu erklären. Luca, du bist ja, du hast vorhin gesagt, Polizei und Asylwesen. Wenn du willst, kurz genau sagen, was du genau machst und eventuell noch kurz da ein bisschen aufgreifen, was die Jungs da gesagt haben, ob du das eventuell auch bestätigen kannst oder irgendwie halt auch die Wahrnehmung bei dir auch so ist in der Politik. Wie sehen Sie das? Also das, was ja da passiert, würde man so in der Politik Profiling nennen. Also das muss nicht nur die Hautfarbe sein, das können auch andere äußere Merkmale sein, Kleidungsstil oder sonst eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe, wo man dann halt in so einen Raster reinfällt und nur aufgrund von diesen äußeren Merkmalen schon mal per se für die Polizei verdächtig ist. Und das ist jetzt etwas, wo man in Zürich schon lange von gewissen politischen Richtungen von links versucht zu bekämpfen. Aber es ist sehr schwierig. Was man eingeführt hat, ist, dass die Polizei so eine App muss dabei haben muss, wenn sie Personenkontrolle machen und dort den Grund eintragen. Man hat eigentlich auch mal einführen, oder es ist auch jetzt wieder ein Vorstoß hängig, dass die Polizei dir eine Quittung geben muss, wenn sie dich kontrollieren, wo der Grund drauf steht, damit man die Kontrolle anfechten könnte. Aber das ist schon vor ein paar Jahren mal ein Thema gewesen, ist dann nicht umgesetzt worden. Jetzt ist es wieder irgendwie in der Kommission hängig. Ja, ich weiß nicht, wie schnell das umgesetzt ist. Und ich glaube, was sich halt dort auch zeigt, dass die Stadtpolizei in Zürich nicht wirklich ein Abbild von der Bevölkerung ist. Also es sind vielfach auch Leute, die nicht hier in der Stadt Zürich wohnen und darum auch nicht mit den Realitäten, vielleicht auch schon als junge Leute, die man hier in der Stadt hat, konfrontiert worden sind. Und das macht es halt sehr schwierig, wenn da Leute von außerhalb in der Stadt so Kontrollen durchführen. Auf der anderen Seite, wer von uns würde sich bei der Polizei bewerben? Wahrscheinlich die wenigsten. Als Kind. Darum, was geht? Als Kind, ich wollte Polizist werden. Aber. Und jetzt, seit wann nicht mehr? Seit die erste Kontrolle passiert ist, oder? Nein, schon nicht, aber seit wann nicht mehr? Seit ich lehre, genau. Okay. Sorry, ich will auch Polizist werden, aber ich habe keinen Schweizer Pass dafür. Noch nicht. Das ist auch ein Problem. In der Stadt Zürich hat man wählen, dass Leute, die einen C-Ausweis haben, ich meine, das ist schon eine relativ grosse Hürde, bis man den überkommt, dass die an der Polizeiausbildung teilnehmen können. Und dann können Polizist oder Polizistin werden, wenn sie eingebürgert werden. Aber so, dass sie dann die Ausbildung schon gemacht haben. Und der Kanton, der eine andere politische Mehrheit hat als hier in der Stadt, hat dann gesagt, das geht gar nicht. Wer Schweizer Recht in dem Sinne auf der Straße durchsetzen, der muss auch Schweizer oder Schweizerin sein. Und ich meine, auch das finde ich einen höchst fragwürdigen Entscheid, weil die Rechte gelten ja am Schluss für alle, unabhängig vom Pass. Und darum jemand, der eigentlich die Ausbildung gemacht hat, ob die Ausbildung immer richtig ist, über das kann man auch noch mal diskutieren. Und ob die Kriterien, die es im Moment gibt, damit man Polizist oder Polizistin werden, richtig sind, kann man auch noch mal diskutieren. Aber auf jeden Fall, ich finde, wenn man eine Ausbildung anbietet, dann sollen die bestehen, auch können nachher das ausüben, wo man ist. Und bei der Polizei ist das nicht der Fall, indem man eben das einschränkt und sagt, du musst den Schweizer Pass haben. Der Bruder wird glaube ich, richtig gewählt von mir, Bro. Also ich kann mal so kurz eine Geschichte erzählen von einem Kollegen von uns, haben wir auch schon mal kurz erzählt. Wir haben einen Kollegen, der von Deutschland in die Schweiz gekommen ist und dann hat er irgendwann mal Polizist werden und er hat bei uns da in Winterthur gewohnt und er hat ums Verrecken werden. Er hat gesagt, das ist sein Traumberuf. Nachher hat er halt gemerkt, er kann nicht in Winter Polizist werden, weil halt eben Anforderungen sind Schweizer Pass. Weil wir ihn nachher in die Schweiz genommen hätten. Und dann hat er aber recherchiert, in Basel brauchst du eben, lang glaube ich, musst du korrigieren, wenn es nicht stimmt, ich glaube es ist ein C-Ausweis. Genau. Und dann ist er auf Basel gezügelt, extra für den Beruf, sind wir eine Person weniger jetzt, die in der Schweiz lebt, aber halb so schlimm. Und, weniger Kopfschmerzen. Weniger Kopfschmerzen. Die genau. Aber auf jeden Fall, bei ihm zum Beispiel haben wir zum ersten Mal gemerkt, dass er gesagt hat, ja, ich will werden, aber du kannst nur momentan in Basel, ohne Schweizer Pass.
Und das ist ja, ich glaube, ist gerade auch vor kurzem ein Thema, wie du gesagt hast. Es ist ein Polizeimangel, ist ja stark rum. Und sie versuchen das halt attraktiver zu machen. Und unter anderem haben sie halt leider, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, das abgelehnt, dass man nur mit C-Ausweis könnte. Würdest du jetzt, wenn jetzt Anforderung C-Ausweis wäre, würdest du das in Betracht ziehen? Nein. Wie hast du vorher gesagt? Also ich hätte es eben auch wählen. Also so in der ersten Sek oder so, ich schon mal Polizist werden. Also jetzt, so, es ist schon eigentlich cool Polizist werden. Du fährst auf der Straße rum, jeder schaut dich an, ey, Bullen kommen. So, es ist schon, ja, aber so, ja, bist auch nur beleidigt die ganze Zeit. Bruder, du musst nachher schauen, wie du heimgehst, man. Die Jungs warten auf dich. Was willst du werden? Okay. Du hast schon etwas sagen, was der Luca gesagt hat. Weißt du es noch? Ja. Also so tun sie uns ja eigentlich so schon beim ersten Punkt ausschliessen. Dann wieso soll man zum Beispiel bei einer Personalkontrolle mit der Polizei kooperieren? Man kann sich ja einfach so denken, ja, die tun uns ausschliessen und einfach nicht kooperieren. So. Ja, also ich verstehe Sie machen sich einfach den Job schwieriger. Einfach. Ich verstehe den Gedanken und ich verstehe auch, dass wenn man gerade in jungen Jahren schlechte Erfahrungen mit der Polizei macht, dass das nachher irgendwie dass das nachwirkt und man dann vielleicht auch generell eine Ablehnung oder eine kritische Haltung entwickelt. Und ich glaube, dort wäre es ganz wichtig, dass man nicht immer jungen Leuten versucht zu erklären, wie ist es und was machen wir und wir kontrollieren dich jetzt halt, weil du eben irgendwie so aussiehst wie jemand, den wir suchen, sondern dass man den Spieß einmal umkehrt und sagt, was sind dann eigentlich eure Erfahrungen und wie wirkt das bei euch und was für Schlüsse könnte die Polizei daraus ziehen. Und dass man irgendwie versucht zu vermitteln, was für eine Aufgabe die Polizei hat, dass sie auch eine wichtige Aufgabe übernehmen, dass wenn es beispielsweise zu häuslicher Gewalt kommt oder jemand in seiner Wohnung verstirbt oder so, sie die Ersten sind, die dort hin müssen und das auch ein schwieriger Job ist, das vermittelt man. Aber das andere, wie kommen sie an, was lösen sie aus, das geht irgendwie vergessen und ich finde auch das falsch, aber ich merke, dass es in der politischen Debatte extrem schwierig ist und dass es fast schon ein Tabu ist, die Polizei zu kritisieren. Weil dann ist man immer gerade auf der Seite von denen, die verharmlosen, dann ist man auf der Seite von denen, die das Problem nicht ernst nehmen. Und das ist falsch. Sorry, mach weiter. Okay. Ich würde sagen, wenn ihr keinen Input zu diesem Thema mehr habt oder darüber reden, würden wir sonst das nächste Audio mal ablaufen lassen. Okay. Mal hören. Kannst du kurz sagen, um was es geht? Dass die Also, wir haben da noch ein Audio, das heißt Aufklärung in der Schule. Ich fände es cool, wenn Jugendliche in der Sekundarschule oder im Gimmi noch ein bisschen mehr erfahren würden über gewisse Themen im Alltag. Wie zum Beispiel eben Drogenkonsum oder Alkoholkonsum oder irgend so etwas, sodass sie wissen, mit was sie sich halt abgeben, manchmal in der Freizeit draussen. Welche Gedanken, Inputs? Also ich weiß nicht, ich hatte das schon recht oft gehabt und es ist auch schon in der Primar eigentlich das gehabt, in der Sekundar genauso. Also ich habe es nicht so erlebt, dass ich es zu wenig kann. Also ich bin mit dem Dago recht lang in der gleichen Schule und ich habe die gleiche Meinung über das Thema. Ich bin auch recht lang mit denen in der Schule und ja, gleiche Meinung. Ja, wie bereits gesagt, wir sind alle zusammen in die Schule gegangen und ja, von dem her haben wir ja auch alle den gleichen Input zu dem Thema bekommen. Und ja. Du bist auch gleiche Schule wie? Nein, ich bin in einer anderen Schule, ich bin Schwammendingen in die Schule gegangen. Okay. Ja, bei uns ist das auch ein sehr grossartiges Thema. Also wir haben das schon oft in der Schule angeschaut. Vor allem bei uns war halt auch so das Thema, weil wir viel im WC und in der Schulpause gekifft haben. Ist es halt eben deswegen. Also ich würde sagen, die Schulen machen genug Aufklärungsarbeit
wenn es um Drogenkonsum geht? Ja, auch also was Rauchen und so anbelangt. Zum Beispiel bei uns in der Schule ist Vape so in den Trend gekommen. Die Leute sind vom Unterricht gekommen, um zu vapen im WC. WC hat hure nach Shisha-Bar gestunken nach einer Zeit. Und dann haben sie auch einen Elternabend gemacht. Okay. Ein Elternabend darüber, was Vape eigentlich ist, was für Schäden es hat und so. Und also ich persönlich habe es unnötig gefunden, aber es ist sicher gut, so, dass man Eltern informiert. Und ja, auch weil es zu dem Input passt. Ja, sicher, ja, weil wahrscheinlich sagen die meisten Kinder so, die vapen, ist nur mit Strom und so. Ja, ja, die wissen nicht. Dann nicht, denken die, dran ist ja nur mit Batteriebetrieb, ist ja nicht gefährlich. Ja. Das ist schon gut. Also es ist nicht mal nur das, die scheiß Waves, sie sehen aus wie Lichtstift und so, die Eltern checken das vielleicht nicht. Ja, gar nicht. Ja, ich weiss noch, wo der erste Vape rauskam, ich auch mal gekauft zum Probieren und es hat so wie so etwas aus einer Fabrik ausgesehen, aus Metall. Da hast du gewusst, was ich kann irgendwie nicht... Ja, die allerersten haben komisch ausgesehen. Ja, ja, so. jetzt sieht es wie so Kaugummi-Packung aus oder so. Oder als würde es für Kinder, weißt du, so marketingtechnisch, so damit die Jugendlichen kaufen. Ja, heutzutage ist es noch schlimmer, sie fangen noch an leuchten und so, und sie sehen aus wie Cupcakes und so, ich weiß nicht, das ist crazy. Die machen schon jetzt, die machen schon bewusst zum Jugendlichen abholen und so. Ja, weil eben, sind die meisten, die kaufen, sind eigentlich Jugendliche. Also wenn die meisten, die rauchen, sind Jugendliche. Aber auch in der letzten Zeit bei der Erwachsenen, viele vapen jetzt auch. Also Vape ist genau. Ja, weil viel meinen eben, also zum Beispiel, also ich weiß, ich kenne mich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut aus, wie jetzt bei schädlich, unschädlich und so. Aber zum Beispiel, wie jetzt ein paar eben denken und sagen, dass Vape unschädlicher ist als Ziggis, dann sagen ja, Chalas, komm, ich rauche lieber Vapes. Er tönt wieso, kennst du die sagen, du weißt, deine Mutter lässt nachher zu? Also ich habe keine Ahnung, ich habe nur gehört. Ich habe nur gehört, ich habe keine Ahnung, ob es schlecht oder gut ist. Ich habe ja keine Ahnung von dem, weißt du? Nur meine Kollegen sagen Okay, also bei uns, ich sage mal so viel, bei uns ist also, das schon damals das Ding gewesen, schon vor 10 Jahren oder so, sind immer in den grossen Pausen, sind immer die Leute so am Arealrand vom Schulhaus am Hängen gewesen, wo ganz noch so okay ist, wo kannst hängen. Versteckt sind sie am Zigarrauchen gewesen. Und damals hast du gesehen und geschmeckt. Du hast also wenn du eine Zigarre rauchen bist, dann hast du das geschmeckt sofort. Und bei Vape ist, du schmeckst nach Wassermelone oder so. Du musst nach Parfüm. Sind für in der Schule? Keiner von euch Vape, oder? Nein. Aber das Problem ist ja, dass es auch einfach erhältlich ist. Halt. So, man bekommt das so fast in jedem Laden und auch Jugendliche haben Zugriff zu dem. Ja, also haben Sie jetzt ein Gesetz für das eigentlich endlich? Du schaust den falsch an, Bruder. Ja, es ist ab 16, Bro, aber das hält sich keiner dran, Bro. Aber fragen wir unseren Podcast-Jurist. Ja, also es ist glaube ich ab 16 und auch, ich glaube auch in gewissen Läden sogar ab 18. Also ich habe jetzt gehört, dass es vom Laden abhängig ist, ab welchem Alter man das verkauft, weil es ist ja noch nicht erforscht. So ganz. Ja, aber es fällt gleich unter Tabak. Ich kenne mich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut aus in der Zusammensetzung von diesen Produkten. Aber was du vorhin angesprochen hast, was sicher auch heute das Problem ist bei Suchtmitteln, dass sie wie ständig erhältlich sind. Also du hast ja in vielen Quartieren die 24-Stunden-Shops, wo du rund um die Tour dich kannst eindecken mit Alkohol und Ziggis und eben Vapes. Und dort könnte Politik etwas machen. Aber klar, es wäre auch eine Einschränkung dann auf Kosten von Freiheit. Es ist ja irgendwie auch manchmal praktisch, dass es immer erhältlich ist, aber man diskutiert dann sehr schnell über restriktive Massnahmen. Mir ist das aufgefallen vor ein paar Jahren, wo am UTOG beim Bahnhof Stadelhofen so Auseinandersetzungen gegeben hat von Jugendlichen und der Polizei. Dann war das ein riesiges Thema gewesen. Ja, die sind alle so zugetrönt und trinken alle so viel. Und dann hat man gesagt, ja gut, man montiert jetzt Kameras und stellt mehr Polizei an. Dass man aber auch einfach den Coop, der bis am 10 Uhr günstig Alkohol kann verkaufen kann, schon am 7 Uhr zumachen können. Und die Leute, die dort arbeiten müssen, dann auch früher Feierabend und bessere Arbeitszeiten hätten, über das hat man nicht diskutiert. Und das finde ich dann irgendwie auch ein bisschen komisch. Guter Punkt, ja, guter Punkt. Kameras und Polizisten statt einfach mal schauen, wo der Konsum herkommt und ob wir da etwas machen können. Ja.
Also wenn man es wirklich will, könnte man sie einschränken, sage ich. Klar. Ja. Auch dann gibt es irgendwie Möglichkeiten zum Besorgen oder so, ich weiß nicht. Yeah. Ja, aber ich glaube, wenn wie so weniger Angebot da ist, oder wie zum Beispiel, wie er gesagt hat, wenn weniger so 24-Stunden-Stores die würden anbieten, ich meine, heutzutage kommst du ja wirklich überall Vapes über und was weiß ich, dann würdest du ja auch weniger konsumieren, oder? Man bekommt es immer. Ja, aber aber... wirklich so, wenn man es will, man bekommt es. Es ist ja genau das gleiche wie beim... Es ist wie, wenn man Kies, oder? Ja, es ist wie Cannabis. Das ist ja auch verboten, aber man kann es überall bekommen. Ist ja so. Cannabis. Du hast gerade sagen Tetrahydrocannabinol. Hey, es ist so, es ist so. Gut, aber nur weil etwas verboten ist, findet es ja nicht mehr statt. Aber ich glaube, bei Verbot helfen nicht immer. Die Leute müssen auch noch denken, ja, es ist ein schlaues Verbot. Dann halten sich die meisten dran. Und ich glaube, ja, also am Schluss, jedes Gesetz wird irgendwo mal gebrochen, aber wegen dem machen es nicht alle keinen Sinn. Und ich finde jetzt gerade zum Beispiel im Cannabis finde ich gut, dass man andere Wege geht und nicht mehr so restriktiv ist und das gleich wie andere Drogen behandeln. Ja, und natürlich, Freiheiten bringen auch immer Gefahren, aber ich glaube, da hätte ich jetzt eher einen offeneren Ansatz. Ja. Apropos Konsum, Luca und Jungs. Ihr habt es vielleicht mitbekommen oder vielleicht auch live erlebt. Bäckeranlage ist ja so das Thema, dass dort mega viele Leute Drogen konsumieren. Neben Familien, die zum Beispiel eben auch mit ihren Kindern am Spielen sind. Erstmal meine Frage, wissen Sie von dem Bescheid? Haben Sie schon mal von dem gehört? Oder sind Sie sogar live, also sind Sie auch schon mal dort gewesen bei der Bäckeranlage? Das ist eine Bäckeranlage. Kennt ihr nicht? Okay, das ist da. Sind das so die Zelte dabei? Nein, das ist so ein Park eigentlich, ist so ein Park in Zürich, wo jetzt halt so auch ganz offen und auch über den helllichten Tag Drogen konsumiert werden. Und dort sind auch eben zum Beispiel Familien mit ihren Kindern am Spielen. Und ich kann nicht auf das eingehen, aber ich merke, ihr kennt es nicht so gut dort. Dann ist einfach eine andere Frage. Gibt es einen Ort, wo ihr unterwegs sind, wo ihr wisst, zum Beispiel, wo ihr wohnt, dass dort immer die Leute sind, die Drogen konsumieren zum Beispiel und wo auch eventuell auch Familien unterwegs sind, wie dort, wo ich jetzt das Beispiel genannt habe. Blauer Turm. Das? Blauer Turm. Neumarkt gibt es in Oerlikon gibt's mehrere Orte. Neumarkt siehst du Familie, Spieler und auf der anderen Seite siehst du alkoholisierte Männer. Und ist das mal so das Thema daheim gewesen? Haben eure Eltern mal etwas daheim gesagt? Zum Beispiel meine Eltern haben früher gesagt, als ich 13, 14, 15, 16 war, egal was immer du machst, ich habe Winter gewohnt, egal was immer du machst, bitte geh nicht an die Langstrasse. Ja. Geh einfach nicht. Das hat mir jeder gesagt zum Beispiel. Ich habe den Brüder, die darauf schauen. Ich auch. Also sind ältere Brüder, die auf das schauen? Ja, dass ich so nicht dort rum bin und so, aber verständlich. Okay, also es ist voll normal, eigentlich sind auch am nächsten Tag einmal Leute Drogenkonsum nebendran und Leute mit Kindern wegen am Rumspielen. Ja, in Oerlikon sehen wir viele. Ja, also vor allem in Oerlikon ist es wirklich sehr verbreitet. Stört euch das, die Jungen, oder ist das etwas, wo ihr eigentlich egal ist, oder sagt ihr, ey, das ist schon nicht schön? Also mich stört es schon, ehrlich gesagt. Also es stört auch mich persönlich. Jetzt nicht nur von den Kindern. Also ich laufe so durch und ich rieche so den Cannabis, Geruch und so. Ja, es stört schon, aber so, es ist jetzt nicht... Wenn ich jetzt schon, also es stört mich nur beim Durchlaufen, wenn ich schon durchgelaufen bin, dann habe ich schon vergessen. Okay. Es ist jetzt nicht so. Aber eben für die Kinder ist es halt vielleicht schon ein bisschen nicht so gut. Wenn du so die Leute siehst, wie sie konsumieren und alles. Ja, vor allem wenn dann die Kinder zum Beispiel so die Eltern fragen, hey, was machen sie da? Dann müssen sie so irgendwie dann gut erklären und so. Und irgendwelche Anlügen und so. Aber findet ihr nicht, das ist auch eine gute Möglichkeit für eine Aufklärung? Oder zum gerade so erzählen, was passiert mit dir zum Beispiel nach exzessivem Drogenkonsum? Also das schreckt doch auch ein bisschen ab, oder? In Oerlikon sehen wir sehr gut, was danach passiert. Oder? Und ist das nicht auch abschreckend? Für ein paar schon. Für ein paar schon, für ein paar ist es. Findet sie spannender. Bro. Also die meisten, wo Cannabis zum Beispiel nehmen, die sagen jetzt, also wenn sie das ja nehmen, die sagen ja nicht, ja, so bin ich in 50 Jahren. Die sagen, nein, ich habe mich im Griff, dies, das. Bro, wenn ich will, wohne ich schon auf und so. Es ist wirklich so immer so die Standard-Ausreden. Aber so, die rasieren, die sagen jetzt nicht, ja, schau, der
so werde ich in 50 Jahren, so wie der. Aber ja. Es fängt ja immer mal irgendwo ein bisschen an und dann kommt man weiter von Cannabis zu anderen Sachen und dann ist man schnell so in so Sachen drin und dann ja, endet man schnell so. Aber schnell zum Thema, das wir am Anfang besprochen haben, also so Aufklärung in der Schule. Also man hört meistens nur so, ja, mach das nicht, das und das ist schlecht und so, aber so wirklich, ich habe noch nie jemanden so gehört, der darüber redet, was für eine Wirkung das auf dich hat oder wie schnell es dich süchtig macht oder so. Also fändest du es spannender, wenn Menschen kommen, die wirklich mal abhängig sind? Ja, klar. Ich weiss noch, bei uns sind so 2 Leute gekommen, die erklärt haben, so, was Drogen mit dir machen und sie so, ja, weißt, sind so cool wie wir, nehmen keine Drogen. Und das hat mich dazu gebracht, zum Kiffen. Nein, das ist ein Witz. Der lachen, Jungs. Also ich habe damals bei uns in die Sozialarbeiter gekommen und die einfach kurz zeigen, so Scheiß machen, das lohnt sich nicht, weil sonst gehst du in den Pfad, wo du nicht gehen. Und ja, das ist einfach so das, was bei uns in der Schule geht. Das Einzige, was es geht, bei uns war Beziehung so das Ding. Dann haben sie halt jedem einen Flyer mit heimgeschickt. Nur haben sie vergessen, dass 80% der Eltern die haben nicht so gut Deutsch haben. Deswegen haben wir halt ihnen einfach gesagt, ja, ist einfach ein scheiß Flyer. Werbung. Das ist nicht wichtig, etwas so wegen Weiterbildung oder so. Genau. Luca, du hast sicher von der Bäckeranlage mitbekommen, jetzt, die haben auch etwas Ähnliches erzählt von Oerlikon. Ist das so ein bisschen in der Politik, ist das jetzt schon so ein bisschen in den Medien aufgegriffen worden? Wie sieht es da in der Politik aus? Ja, es war ein riesiges Thema. Auch wie das jetzt halt so ein bisschen sichtbar geworden ist. Oder sichtbarer. Ich finde, einerseits, wenn man gesellschaftliche Probleme sieht, ist es nicht per se nur schlecht. Also ich finde es nicht gut, wenn man versucht, möglichst alle Probleme hier in der Stadt Zürich, wo das Leben langsam auch relativ teuer ist und wo immer mehr gut betuchte Leute wohnen, wenn man uns sagt, ja, wir wollen da nicht mehr mit diesen Problemen konfrontiert werden, darum schieben wir es raus. Und wenn es dann in einer anderen Gemeinde ist es uns egal. Was jetzt bei der Bäckeranlage, das ist ein Park im Kreis 4, speziell ist, dass in der Kaserne, recht nah bei der Bäckeranlage, hat es bis vor kurzem eine Anlaufstelle gegeben, wo süchtige Leute haben können in kontrolliertem Rahmen ihren Stoff konsumieren. Und die hat man zugemacht. Und den Ersatz hat man in der Almendbrunau gemacht. Und weit weg. Das ist dort, wo der Hundepark ist, oder? Genau. Dort bin ich noch viel gewesen. Logischerweise ist praktisch niemand dort rausgegangen konsumieren, sondern es ist dann halt im Kreis 4, an der Militär-Langstrasse, in der Bäckeranlage, hat man es halt gesehen nachher. Und was die Stadt Zürich jetzt macht, sie wird super provisorisch auf dem Kasernenareal wieder so einen Raum einrichten. Das braucht jetzt noch ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, das ist auch der richtige Weg, weil auch eben Drogenkonsum und Drogenkonsum bis hin zur Selbstzerstörung, das ist einfach Teil von unserer Gesellschaft. Und wenn man jetzt auch dort einfach irgendwie die wegschickt, das war dann die Forderung im Gemeinderat, man muss das jetzt polizeilich auflösen. Aber auch wenn man jetzt die Bäckeranlage polizeilich räumt, die Leute sind dann nachher nicht auch von der Erde verschwunden. Und darum, ja, glaube ich, ist ja das irgendwie ein Umgang finden. Genau, es ist ein Neumarkt, oder? Wie bei euch in Oerlikon. Ich meine, wenn die Polizei jetzt mehr Präsenz zeigen, die würde jetzt weg, aber die würde vielleicht in einem anderen Quartier ihres Zeugs konsumieren. Genau. Gut. Yildiz, nächste Audio. Also ich finde es wirklich ja spannend und schon noch speziell. Also weißt du, so, ich muss sagen, als ich aufgewachsen bin, sind wir auch sehr oft damit konfrontiert worden, also, weißt, so wie halt Leute aussehen, die viel und exzessiv konsumieren. Und für mich war das so einer der Gründe, wieso ich wirklich niemals auf halt so härtere Drogen zurückgreifen würde. Weißt? Aber es ist noch spannend, wenn du jetzt sagst, es gibt Leute, die das dann vielleicht noch spannender finden oder wegen dem mehr zu dem gehen. Aber schauen, also nochmal schnell für mich, zum richtig zu verstehen. Es hat eine Anlaufstelle gegeben dort und die hat man weggenommen. Und jetzt ist eigentlich so die Konsequenz daraus, dass Menschen jetzt immer noch dort konsumieren, aber es gibt die Anlaufstelle nicht mehr. Okay. Gut. Weitere Fragen, die man Jugendlichen aus Zürich gestellt hat, sind so gewesen, ganz banal. Was gefällt dir an Zürich? Oder was gefällt dir an Zürich nicht? Wenn wir mal mit dem Positiven anfangen, was würdest du so sagen?
Soll ich Wir anfangen? haben vorher 13-Jährige gefragt, einfach so, jetzt muss ich unter was ihr sagen. Ja. Also bei mir in Zürich, mir gefällt es, also vor allem bei mir dort in der Gegend, wir sind alle connected, wir sind alle, jeder kennt jeden. Das ist so. Jeder kennt jeden, wir sind alle eng miteinander. Und ja, deswegen ist es auch recht cool, weißt Bei mir das Gleiche. Ja, halt, ich finde so, was so Zürich so ausmacht, ist einfach so, ja, wie Dago schon gesagt hat, so, es ist halt so der Connector. Ja, so zum Beispiel jetzt einfach in unserer Gegend, Seebach, Oerlikon und so. Jeder kennt jeden. Kannst du ein bisschen näher ans Mikro? Ja, jeder hat es gut mit jedem. Und ja, halt, der Connect ist da. Und ja, das ist so das Schöne. Was ich an Zürich mega liebe, ist zum Beispiel ja, also es hat zu viel Nationen. Also zum Beispiel jetzt nicht so wie Dune, wo jetzt halt einfach eben nur mit deinen Landsmännern bist, sondern da bist du wirklich so, eben wie gesagt, mit allen connected. Mit dem und da. Und das ist halt eben da in Zürich schon richtig schön. Ja, schon krass, ja, es sind mega viele Kulturen, mega viele Nationen da Ja. vertreten. Okay, es wurde einfach immer zum Sagen, was schön ist. Memo, willst du noch etwas sagen wegen Sorry. was dir an Zürich gefällt? Du hast vorher, er hat vorher Connect gesagt und du hast gerade mit der Hand so bewegt gemacht. So, wie meinst du das? Also ich habe nicht gewusst, was er mit Connect meint, aber nachdem Lico geredet hat, habe ich eigentlich... Er hat es jetzt weiter besser erklären als dir. Leko, sorry. Nachdem Leko geredet hat, habe ich verstanden, um was es geht. Und ja, ich finde, es hat gute ÖV-Verbindungen. Er hat recht, Bruder, Bro, wenn wir schon... Also, weißt, es ist scheiße Tür, Bro, aber du kommst überall an, weißt du, was ich meine? Das ist schon... Weißt du, so, aber... Also ÖV, nein, die sind nicht gut. Ja, wenn du ohne Ticket fährst, ja, also... es wird einfach schnell teuer. Was für Verspätung? Öfters hast du Verspätungen. Es geht, aber es ist nicht so wie in Deutschland zum Beispiel. Ja, aber Deutsch kannst du nicht mit der Schweiz vergleichen, Bro. Ja, aber eben, deswegen ist Zürich Viel mehr Menschen als wir dort. Aber Bro, die scheiß Tickets, Bro, die weißt wie teuer. Kommst du mit dir auch? Du musst zahlen, Mann. Bro, lieber zahlst du 3 Stutz anstatt 100. Ist echt so, aber ich kann nicht gehen. Ja, aber das haben vorher auch die anderen gesagt. Ich wollte jetzt so fragen, was gefällt euch besonders nicht oder was würdet ihr gerne ändern? Und die haben alle vorher, sind sich eigentlich alle einig gewesen, ÖV ist einfach viel zu teuer. Sie haben gesagt, dass sie können sich nicht irgendwie 6,20 Franken oder so für ein Tagesbillett leisten oder für 2-3 Stunden. Sie finden, es müsste günstiger sein. Wahrscheinlich sind ihr das auch so, nicht? Also, ja, sicher. Also vor allem was. Wir haben das Honig ums Mund geschmiert. Du bist sicher gesponsert von SBB. Du sagst die ganze Zeit. Nein, also, nenn ich schnell nicht. Eben, also es ist schon halt zum Beispiel schwierig, zum Beispiel für einen, ich weiß jetzt nicht, einer, der noch in die erste, zweite Sek geht und der will schnell vielleicht für einen See oder für ein Fußballtraining hat ein Match von Zürich, sag mal, nach Männendorf. Der kommt schnell auf seine 15, 80 hin und her. Ja. Checkst? 20 Stutz fast. Ja. Dann bleibst du lieber die Hemmel auf Fernseher und... Scheiß auf Fußball. Was sagst du, ÖV-Fan? Also, ich habe früher auch die Meinung gehabt, dass ÖV einfach viel zu teuer ist, aber nach diesen Bussen, die ich heimbekommen habe, habe ich meine Meinung geändert. Du bist der Erste, der als Bus etwas gebracht hat. Ja. Also nein, meine Mutter, nicht die Bus. Und ja, was soll ich noch sagen? Du hast etwas sagen und du hast vorher die ganze Zeit so mit dem Kopf so geschüttelt, weil ich gesagt habe, ÖV-Billette sind zu teuer. Ja, sag mal, du hast etwas sagen kurz. Wieso findest du es nicht zu teuer? Also, zu teuer jetzt. Jetzt bin ich Edellehrer, aber ja, in der ersten 2, 3 jetzt hast du Scheine, Ja, in der ersten 2, 3 ja, dort haben wir schon ein paar Busse kassiert. Und es ist teuer, muss man ehrlich zugeben. Aber jetzt so teuer, jetzt Preis vielleicht 1,90. Was heißt 90? 1,90, so ein Ja, Kurzstreckenbillett. so eine 110, 1,90. Ist doch fair. Nein, für den ganzen Tag dann 5 Franken. So. Das Ja, eben. 1 Stunde 1,90 und den ganzen Tag machen so 92. Ja, Bro, du musst auch Geld verdienen. Nein, so
Zum Beispiel das Die wird auch gerne verdienen. Schade für sie. Tageskarte. Für mich, Tageskarte, 5 Franken, also für 210 und Kurzstrecke 1,90. So? Wie alt bist du jetzt? 16. Warte nur, Bruder. Warte nur. Also, Du zahlst... Wann hast du kein Halbtags mehr? Ab 16. Jetzt wirst du schon kein Halbtags mehr. Jetzt zahlst du 8,40 Tageskarte, was machst du? Ich kann gehen. Dir geht's gut. Deswegen ist er da so selbstsicher am Hof. Was ist gesponsert von SBB, DG, oder was? Nein, verliere. Okay. Dago? Ich habe eigentlich kein Problem mit dem ÖV-Ticket. Ich habe ein anderes Problem, und zwar die Hygiene dort rein. Ein paar Menschen, die werden nicht rausgeschickt, wenn die stinken. Bei mir dort, es gibt immer eine Frau. Die ist immer da. Jeder kennt sie im Seebach und der Liege. Jeder weiß, wer ich meine, wenn ich... Sie ist immer da im Bus. Und sie stinkt den ganzen... Und der Busfahrer zieht ab und zu Maske. Also Corona ist fertig. Aber Maske ist immer noch dort. Und sie ist drin und sie wird nicht rausgeschickt. Keiner macht etwas dagegen. Ich verstehe nicht, warum. Sie ist vorne, du siehst ganz Bus hinterher. Stiegen Sie ist hinterher, ganz Bus vorne. Oder das Schlimmste ist, du würdest rennen auf den Bus, weißt du, und so eine Strecke zum Bus. Du rennst wirklich voll Power aus dem Atem, du kommst rein und der Geruch, der zieht dir in die Nase. Kannst du gerade wieder raus? Am liebsten, aber du hast kein... Du musst. Und dann zahlst du noch für das? Dann zahle ich noch für das. Das ist schlimm. Ja, geil. Luca, hast du irgendeinen Input dazu? Ich glaube, also... Du kannst wahrscheinlich vieles nachvollziehen. Ich kann Polizei nicht dagegen machen. Jetzt machen sie etwas, aber gegen das nicht. Ja. Da müsste ich dir jetzt sagen, weißt das ist ja genau das Problem. Alle finden etwas anderes störend. Jetzt bei dieser Person finden es vielleicht viele. Aber wenn alle immer bei dem, was sie stört, nach der Polizei rufen, also das stört nicht wahrscheinlich. Ja, aber es ist, du forderst ja dann auch jemand, wo es jetzt dich stört, mehr Repression, wo sich jemand, der sich vielleicht ab dir gestört fühlt, wo du dann das auch spürst. Auch dort, ich meine, die Frau also ich will jetzt nicht belehrend wirken, aber sie macht es ja wahrscheinlich nicht extra und sie ist ja wahrscheinlich auch, sie bräuchte wahrscheinlich Unterstützung oder irgendwo sagt er das niemand. Ja. Also, ich muss sie schon in Schutz nehmen, weil ich muss das Problem im Kopf oder so. Ja. Aber jetzt muss ich noch sagen, was er eigentlich sagen will. Er sagt das jetzt durch die Blume. Was er will sagen ist, hör auf Polizei hate und nachher schrei nach Polizei, wenn du Hilfe brauchst. Checkst? Aber das was er dir sagen. Er hat dich schlimm gefrontet. Ja, nein, ich verstehe es. Ich bin kein Engel, ich bin nicht der Unschuldigste. Aber so dann, wenn man mal Polizei braucht, auch dann sind sie nicht immer auf meiner Seite. Weil, sagen wir mal, du wirst geschlagen aus irgendeinem Grund oder so. Auch dann heisst es ja, sie haben sicher abgemacht zum Schlägeln und so. Und auch wenn du sie mal auf deiner Seite brauchst, sind sie nicht auf deiner Seite. Nicht immer. Es gibt sicher auch gute Polizisten und ich habe es auch sicher auch mal erlebt, wenn man sie mal wirklich braucht. Aber ja. Ich habe eine gute Anekdote gehört so, zu dem Thema, weil es wird oft diskutiert. Und man sagt so, eben, es gibt ja auch gute von XY-Menschen. Ja, sowieso. Aber ich finde eben, es ist noch spannend, wie mir hat mal jemand gesagt, Bruder, wenn du einmal in einen Apfel beißt und der Apfel ist faul, also er ist, wie sagt man, verschimmelt, vergammelt, dankeschön, dann tust du wegen dem nicht denken, ja gut, es gibt ja noch andere und probierst immer weiter. Yeah. Weißt du, was ich meine? Wenn du einmal eine Erfahrung machst, wo dir halt wirklich schräg reinkommt, wo du sagst, es ist nicht gut gewesen, das hat mich Vertrauen genommen, dann probierst du nicht noch mehr. Das ist Jungs, ich habe das schon vorher fragen, ihr habt einen guten Übergang eigentlich dazu gemacht, und zwar Jugendgewalt. In England ist es voll Next Level, das ist gar nicht schön. Und ich habe gerade vorher da ein Plakat gesehen, als ich da kurz aufs WC gegangen bin. Erstens meine Frage, wie ist das bei euch so, in eurer Generation mit der Gewalt? Und zweitens, wie sieht es eigentlich aus mit so Sachen wie Messer und so dabei haben? Seht ihr das immer wieder bei euren Kollegen oder Bild gehört das immer wieder? Ich brauche kein Messer, ich habe meine Fische. Ja, aber weißt du, wie erlebst du, ist bei eurer Generation, bei euren Leuten mehr Gewalt? Es wird ja immer wieder ein bisschen umgeschrieben, weißt du, mehr Gewalt in der Jugend, viel weniger Hemmung, viel schneller zücken sie das Messer für und so weiter. Wie seht ihr das? Ja, also ich merke, viele meinen, die Schweiz ist eigentlich relativ sicher und so, es passiert nicht viel und so, aber man hört immer wieder Geschichten, wo die und die. Man denkt, der ist noch 15, aber es gibt immer Stecherei zwischen 15-Jährigen und man hört das auch. Die Schweiz an sich ist sicher, es gibt einfach zur falschen Zeit am falschen Ort, so sage ich.
Aber ist das nicht zum Beispiel, zu meiner Zeit hat kein 15-jähriger Sackmesser in der Tasche gehabt, der irgendeine Machete oder so. Zum Beispiel. Ja, einfach die Hemmung ist einfach weniger. Weißt, Leute nehmen schneller mal das Messer für und wenn du auf dich losgehst, früher bei uns ist. Also, Bruder, bei uns in der ist normal gewesen, weißt du? Ich weiß nicht. Früher bei uns ist nochmal eine andere Schiene gewesen. Wenn ein Erwachsener mir etwas gesagt hat, dann habe ich meinen Mund nicht aufgemacht. Weißt, ich habe gewusst, ich kassiere. Aber heutzutage, eben, du liest da Messerstecherei, da Stecherei, da Stecherei. Ist das nicht so ein Thema, wo ich auch im Alltag so, zum Beispiel auch in der Schule oder irgendwo mal jemand euch versucht zu sagen, hey, passt einfach auf oder macht das nicht? Ich finde, also, wie soll ich sagen, zum Beispiel, wenn man zum Beispiel so viele Sachen hört, von wegen Messergewalt, da Messerstecherei, da wurde die eine abgestochen, da dies, das, dann finde ich, macht das dann halt irgendeiner mit, also im Kopf, sagt, ja, wenn ich dann mal mit dem Messer attackiere, wie sage ich dem, also wenn ich mal mit dem Messer attackiert wird, dann muss ich auch einen dabei haben, dass ich mich auch kann verteidigen kann. So, weil die meisten tragen jetzt nicht als Angriff, sondern eher als Selbstverteidigung. Weil zum Beispiel jetzt, wenn du nach dem Ausgang am 4 Uhr morgen heimkommst und über Oerlikon eben dort musst du durchfahren. Und ich weiß nicht, was dort für Menschen auf dich warten. Also die warten nicht, aber so, die sind einfach dort. Und dann denken sie sich, ja okay, vielleicht wird mir das Messer da mein Leben helfen. So. Also ich wohne ja jetzt im Kreis 6 so. Und ich fahre oft durch Oerlikon durch. Kann ich so sagen, ich kenne euch? Weißt du, falls da irgendwelche Jungs dort sind, die mir Angst machen? Sicher? Ja. Ist dann gut? Der Josh braucht den Rücken von 16. Ja, aber sind mein Rücken ab jetzt? Bro, ich glaube dir nicht, wenn du so am Boden schaust und sagst, ja. Also Jungs, dann würde ich sagen, weil Mel ist es ja auch oft, eben da ist einer gestochen worden, ich würde sagen, es ist nicht so, wie wir es aufnehmen. Ich würde sagen, es ist eher weniger der Fall, oder? Ich sage mehr der Fall. Also mehr? Okay. Und das nicht, weil ich so das Gefühl bekomme, ich sage, wieso, nein, ist nicht so schlimm. Ja, halt, es ist schon ein grosses Thema und so, aber ich würde sagen, so, die meisten Jugendlichen, so in unserem Alter, haben halt schon, sind meistens bewaffnet oder haben halt ja in dem Fall jetzt ein Messer dabei oder so. Und die meisten, also 90% oder so, kommen nicht zu dem Fall, dass jetzt jemand anstechen oder so. Aber wenn es halt hart auf hart ist und wenn du von einer, sagen wir jetzt mal, größeren Gruppe, ja, wenn du mit einer größeren Gruppe Stress hast und du weißt, dass du ein Messer da hast, dann fühlst du dich halt sicher und dann irgendwann mal kommt die gewisse Sicherheit, dass du auch auf den Gedanken kommst, das Messer zu einsetzen. Schnell Zwischenfrage. Vorher haben wir über das Thema geredet, eben sich sicher fühlen im öffentlichen Raum und sehr viele von den, also eigentlich alle Jungs von denen haben gesagt, ich fühle mich sicher, ich habe kein Problem und alle Frauen haben gesagt, sie kennen das, dass sie sich nicht unbedingt sicher fühlen. Ja klar, es gibt Orte, wo man so grosse Orte so in Zürich, wo man weiß, ja okay, dort ist nicht gerade vielleicht so schön wie andere Orte, wie zum Beispiel, wir haben ja schon angesprochen, Langstrasse und so, das so Verbot für euch, um dort hinzugehen und so. Sicher gibt es so Orte, aber ich finde so allein so in Zürich fühlt man sich im Großteil schon wohl, besonders also fühlt ihr euch sicher? Ja, sicher. So, besonders ihr jetzt. Habt vorher noch ihr zwei noch etwas sagen, wo wegen Messer noch war, ihr habt da... Aber ich würde das gerne schnell beantwortet haben, sorry für die Leute. Ja, also ich sage du sagst ja. Ich sage ja, da in Seebach, Oerlikon fühle ich mich wohl. Ich fühle mich sicher und ja. In ganz Zürich fühle ich mich sicher. Und du hast auch Rücken? Nein, nicht nur das. Ja, also ich fühle mich sowieso wohl. Ich bin in Seebach aufgewachsen und geboren und seit Tag 1 dort, also ich kann es gar nicht anders. Also ich fühle mich auch wohl, aber noch schnell zu dem Thema, das mit dem Messer rumlaufen und so. Es gibt auch einfach Jugendliche, die es von älteren Leuten abschauen und denken, dass es wäre cool oder so, mit dem Messer rumlaufen. Also von denen gibt es auch. Also, nicht jeder sticht zu, sage ich so. Ja. Ich will auch noch etwas dazu sagen, aber ich glaube, heutzutage, wir haben TikTok und so, wo man das alles ein bisschen mehr aufhypen kann, dass es Schlägereien. Es gibt so einen TikToker, der kann sich aufgesprochen fühlen, so einer, der sagt, Seebach ist schlimm, Stecherei und dies und das. Also es ist nicht so schlimm, wie er sagt. Ja.
Ja, genau. Ja. Ich will keinen Namen nennen. Es ist ja genau der eine TikToker, der alles so schlimm darstellt und so. Also der hat schon kassiert. Aber ja, ich glaube, früher hat es das vielleicht auch einfach gar nicht gegeben und deswegen, also so die Medien und so, wo man so es groß machen kann, dass es so schlimm ist dort und so. Ihr habt zum Beispiel keine, also wenn ihr zum Beispiel jetzt, sagen wir, weiß ich nicht, wenn ihr jetzt als große Gruppe draußen sind und so, keiner ist so, ey, ich habe Messer dabei, für jeden Fall oder so. Nein. Doch, ab und zu kommt. Ab und zu hat schon mal ein Kollege ein Messer dabei gehabt. Ja, okay. Aber du nicht, oder? Ich habe nur gehört, oder? Aber ich nicht, ich habe nur gehört, oder? Was hast du gesagt? Ja, ich nicht. Ich bin der, ich habe mit dem nichts zu tun. Luca, jetzt würde mich gerne trotzdem noch von deiner Seite interessieren. Eben, du hast sicher auch mitbekommen, wieder ein bisschen medial. Messerstechereien, Hemmungen sind bei den Jungen viel tiefer als früher. Wie ist das so bei dir, so deine Aufnahme, und wie sieht es in der Politik mit der Polizei aus? Was ist da so ein bisschen der Stand, die Meinung, oder wie geht man das an? Also die Statistiken sind natürlich überall, eben, dass die Jugendgewalt zunimmt. Ich glaube aber auch, dass sich heute News und Filme und so einfach schneller verbreitet als noch vor 10 Jahren. Dann hat eine Aussage von mich ein bisschen stutzig gemacht, so Messer rettet auch mal Leben. Das glaube ich, das ist nie der Fall. Also eine Waffe tötet einfach immer, auch wenn es vielleicht in irgendeinem Fall zur Selbstverteidigung ist. Und ich glaube, vielleicht braucht es halt dort auch, also vorher haben wir so über Aufklärung geredet, und ich glaube, das braucht es da sicher. Und wenn sich alle anfangen aufrüsten, ich meine, das erleben wir ja schon global, was das heisst, wenn alle Länder aufrüsten. Dann ja, und in der Stadt ist es ja ein mega Thema, oder? Es gibt ja sehr viel von der Seite, die sagen, eben Waffengesetz, jeder sollte eine Waffe haben und so, aber ich bin auch da bei deiner Meinung. Falsch. Ja, bin ich auch deiner Meinung. Waffen muss man so restriktiv wie möglich handhaben. Was soll der Kaido etwas sagen? Also ich glaube schon, dass das Messer dein Leben retten kann, weil wenn eine Gruppe von 3 kommt und du ziehst das Messer, ich glaube nicht, dass jemand dann kommt. Und dann, wenn du ready bist, man sieht, du würdest etwas machen, ich glaube nicht, dass die 3 würden rennen. Was, wenn er nicht rennt? Die rennen. Ja, aber dann rettet es ja dein Leben. Aber weißt du, zum Beispiel, wenn jetzt, also ich sage jetzt nur so ein Extrembeispiel, in London zum Beispiel, das ist ganz extrem, das ist unschön. Ich habe Verwandte dort, das ist gar nicht schön. Und dort laufen 13-, 14-Jährige mit Macheten, wo sie dort haben, die bis unter dem Knie weitergehen. Also die packen so etwas aus, mit einem Schlag bist du tot. Und jetzt ist so die Frage, wem bringt das etwas, weißt, wenn du eine Machete dabei hast? Okay, die Leute haben Angst vor dir und die gehen, aber wie oft passiert es, oder was muss passieren, dass 3 auf dich kommen? Ja, die sind einfach alle futz betrunken. Nein, Gangs. Wie geht das schnell? Betrunken, Also, Drogen UK, genommen. in London hat es Gangs. Ja, aber ich meine, da in der Schweiz jetzt. Ah, Wenn jetzt da auf dich 3 Leute kommen, in welchem Szenario kommen 3 Leute auf dich? Die werden dich schneller, als man denkt. Es gibt so viele Momente, wo man jetzt einfach so aufzählen könnte, wo man sagt, so, ja, du bist ganz normal mit den Jungs. Und es gibt immer Leute, die auf Stress drauf sind. Und dann willst du halt einfach auch einen gewissen Schutz haben, weil du weißt ja selber nicht, wenn jetzt viele Jugendliche ein Messer dabei haben, willst du auch einen gewissen Schutz haben. Messer gegen Messer, aber es... Und dann muss ja eigentlich das Ziel sein, dass möglichst wenig Jugendliche ein Messer dabei haben. Ja, aber das hat ja nicht Ziel geklappt. muss sein, dass möglichst... Nein, nicht böse gemeint, aber... Wieso meinst du, dass es geklappt? Ja, weil man ja jetzt an Prozenten und an Statistiken sieht, dass immer mehr Jugendliche sind. Du hast ja vorher selber gesagt, früher bei dir, du hast wenn es hart auf hart kommt, du schlägst halt jemanden mit der Faust, aber keiner ist mit dem Messer rumgelaufen. Hast du das so gesagt, Bruder? Ich habe nicht so gesagt. Ich habe gesagt, wenn aber so halt... Ich kenne die nicht so, Bruder. Ich merke so, jetzt immer mehr Jugendliche und auch immer mehr Jüngere sind voll bewaffnet und so, ohne Sinn. Also ich verstehe es richtig, dass ihr sagt, ihr würdet eigentlich selber, es ist nicht pro das, ihr würdet eigentlich selber auch weniger Messer, dass da Umgang ist. Ja, klar, in der heutigen Generation. Ja, weniger Leute mit Waffen rumlaufen. Also du wieso? willst. Aber ich würde. Ob du willst, dass weniger Leute, weißt du, in deinem Alter mit Messer rumlaufen, weißt du, so. Wir sagen, das ist nicht gut, das wollen wir nicht. Grundsätzlich egal eigentlich. Bro, willst du fechten oder schlägeln, ganz ehrlich? Ja, das ist echt so, wie man sagt.
Ja gut, Jungs, wir sind ehrlich gesagt am Schluss angekommen, wir haben das ein bisschen überzogen. Ich habe es aber eine sehr spannende Runde gefunden. Auch dir, danke vielmals, Lukas, wirklich gute Inputs gehabt. Wenn ihr noch irgendjemand grüßen, wenn ihr noch irgendwelche Abschlussworte machen. Abschlusswörter, irgendwelche Abschlussmeinungen geben, nicht unbedingt jemanden grüßen. Ich kann auch sagen, hey, mir ist noch wichtig zu sagen, dass ne. Aber ich merke, jetzt schon mal abmachen, wer was für Gang-Signs macht und wer was sagt. Grüß noch meine Jungs. Die wissen. Yeah, unsere Jungs. Willst du auch noch eure Jungs grüßen? Grüß unsere Jungs. Ich grüße meine Freundin. Romantiker? Hat man das gehört? Lernt ihn doch einfach seine Freundin grüßen. Okay. Ich wollte nicht nochmal meine Jungs grüßen, Bro. Weißt du, was ich meine? Ihr habt ein bisschen übertrieben mit dem. Das sind die gleichen Jungs. Okay, du? Palästina, noch Abschlusswörter, irgendwelche? Freiheit für Palästina. Luca, nochmal auch danke von mir. Schön gewesen, ich hoffe, es war auch okay für dich. Es war auch gut für dich. Und ja, wenn du noch etwas sagen willst, dann the stage is yours. Ich habe es auch spannend gefunden, spannender Austausch auch, das so ein bisschen aus eurer Realität gesehen bekommen. Tut doch nochmal ein bisschen zum Denken anregen und erdet auch ein bisschen. Merci. Luca, willst du deine Jungs auch noch grüßen? Wie lange haben wir jetzt geschnurrt? Hey, ja, dann würde ich an dieser Stelle sagen, nochmal danke euch fürs Organisieren auf der Jugendarbeit Zürich. Es war wirklich ein sehr schöner Austausch gewesen. Und Jungs, ich hoffe, ihr seht auch, dass da Leute dahinter sind, die sich wirklich Mühe geben, euch Aktivitäten zu bieten, die Spaß machen. Ich weiss noch, wir müssen mit Stöcken spielen. Und ja, ihr dürft da die coolsten Jungs von Zürich und Tisha. Und nein, egal. Nein, ist gut. Also danke vielmals und schönen Abend. Gern geschehen. Danke dir auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das ist kurz und